Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Merry Christmas, Happy New Year. Bebsi. Bebsi. Wir haben im Jahr 2022 angefangen. Oder 23? Ich glaube 23. Nein. Nein, 22. 22. Das heißt, das ist unser 4. Podcast-Jahr. Ja, Mann. Hat sich auch immer so aufgeregt, dass wir Kurden Jahr anders zählen. Ja, das regt mich auf, aber ich glaube, so das Ding so allgemein aus dem Raum dort. So Türkei, Kurdistan, Irak, Also weißt du, was ich Iran. meine? Ja, das ist einfach plus eins. Genau, also wenn meine Mutter anderen Leuten gesagt hat, wie alt ich bin, hat sie gesagt, er ist im 14. Lebensjahr. Aber ich bin 13. Ja. Weil nach der Rechnung, wenn du auf die Welt kommst, bist du eins. Das hat mich so aufgeregt. Ja, das regt mich auf. Ich finde es so, es macht keinen Sinn. Oder? Es macht keinen Sinn. So, ich habe mal diskutiert. Eigentlich alle ausschaffen. Ich habe mal diskutiert und es war so gewesen, ja weißt du, bist ja 12 gewesen bis jetzt zum Beispiel. Nachher an dem Tag bist du ja 13, das heisst, du bist auf dem Weg zum 14. Nein, ich bin 13, Mann. Bro, oder sie sagen eben auch, es ist eben das 14. Lebensjahr, also das 14. Jahr, wo du auf dieser Welt bist. Aber es stimmt einfach nicht. Bro, was erwartest du von Leuten, die 70% von dort am 1. auf die Welt kommst? Ja, genau. Eben Happy New Year und natürlich Ja, auch alles Gute zum Geburtstag an alle Väter und Mütter. alle Kanakinnen, alle, die erst auf die Welt gekommen sind. Wo der Pass müssen neu machen. Wo von den Eltern eine Beschreibung bekommen für ihren Geburtstag, dass es mit der Jahreszeit und ob der Tag kalt oder warm war. Ich schwöre. Meine Großmutter, ich habe sie gefragt, wenn sie Geburtstag hat, sie hat gesagt, ich glaube, es ist der Winter gsi, wo, also meine Mutter hat immer gesagt, es ist der Winter gsi, wo wir 3 Kälber verloren haben. Krass, einfach. Bruder, wie Mayas haben den Kalender gehabt, aber meine Großeltern. Wo shit und so. Bro, wie? Bro, bei meinem Vater, wenn ich meine Großmutter frage, dann sagt sie so, es war warm gsi, aber nicht so warm. Also es ist so wie Frühling gsi wahrscheinlich. Schwör, Alter, mein Gott. Aber in dem Fall bei deinen Eltern auch noch. Und mein Vater hat am ersten Geburtstag. Okay, aber es geht mir darum, deine Eltern auch noch so Spital und so gar nicht kennt, auf die Welt kommen wie Jesus. Also, warte, hast du In mir der- erzählt, in der dass deine Scheune. Mutter in der Scheune auf die Welt gekommen ist? Bro, alle im Dorf auf die Welt kommen. Ja. Alle. Meine Mutter ist, Gott ist Zeuge gewesen. sofern ich weiß, ist meine Mutter auf der Weide auf die Welt gekommen. Ja. Meine Großmutter hat, glaube ich, anscheinend, nachdem sie es auf die Welt gebracht hat, direkt weiter geholt. Also weiter geschafft. Ja, so Ja. erzählt es. Und meine Mutter nebendran. Und nachher sie so, mach mal etwas. Sie so, wieso, ja, jetzt bist du Schon mit auf der krass. Welt, jetzt mach mal etwas. Schon krass. Also meine Großeltern sind einfach Bauern. Ja. Ja. Krass. Ja, was Und schau, wo wir Und sind. jetzt kommt ohne Abschluss dran. Schau, wo wir Nein, sind. ja, ist krass. Egal, krass, nein, krass. wir sind im 4. Jahr. Aber auf jeden Fall, was ich kann wieder sagen ist, Sorry, ja. genau, 4. Jahr. Mhm. Das heisst, ich weiß nicht, aber es gibt so ein paar übliche Verdächtige, die die ganzen 4 Jahre mit uns mitgemacht haben. Wo ich immer wieder in unseren Kommentaren gesehen und ich immer wieder in unseren Nachrichten gesehen Ja, so zum Gratulieren und so. Oder was? Nein, wo einfach alle seit Anfang an dabei sind, Bro. Aha. Der ganze ja. Weg, weißt du? So. Ja. Jemand Als gibt, Shows kommen. Es gibt ein paar im Fall. Es gibt so, ein paar. ich glaube, es gibt so 2, 3, wo ich weiß, Bro, die haben so etwas geschrieben. Und dann, wenn sie schreiben, so, seit der Geist dabei, dann Ja. gehst du schauen, Bro, wirklich seit Es sind wirklich 2022 dabei. 22 dabei. Ja, voll. ja. Mir fallen jetzt auch nur 2, 3 Namen ein, aber das Ding ist, das sind alles Frauennamen.
Oh, was für ein Wunder. Wo wir einfallen. Was? Ja, du kannst jetzt drücken, maximal. Viel Spaß nachher mit der Freundin. Nein, aber das ist ein bisschen, darum wollte ich jetzt hier Hast du gedacht, ich höre das nicht? Bro, deine Freundin ist keine Holländerin, Bro. Gedacht? Ja. Ja, ich habe gesagt gedacht. Ja, du, aber nicht mit Holzschuhen. Gedacht. Dritte Knopf, ja. Aber einfach mal, ich glaube, einfach mal danken an all die HörerInnen, die uns bei unserem Downfall nicht verlassen haben. Ja, ich glaube, so von allen Jahren, die wir hatten, Ja. ist, glaube ich, letztes Jahr das am wenigsten kurz- und bündige Jahr gewesen. Ja, aber ist auch okay. Wir sind am wenigsten aktiv gewesen im Vergleich zu den anderen Jahren. Wir haben am wenigsten Output gehabt. Voll. Wir haben auch am ersten in diesem Jahr Sachen probiert im Podcast. Mhm. So alle 2 Wochen zum Beispiel, Voll. längere Pause und so weiter. Deswegen es ist das Experimentjahr gewesen, vielleicht auch. Ja, aber ich meine trotzdem, es sind einfach ein paar Menschen, die sind schon seit eh und je Ja, man, dabei. wo ist Verlass? Und es ist einfach schön. Ich habe da meine Hochzeit. Aber nur wenn ihr Geld habt. Ich schwöre, Bro, ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich tue den Luan zu deiner Hochzeit einladen. Wer? Der Luan. Der Luan, ja. Also, Den Trauzeuge. Also, Nein, ich aber weiß noch, wo er bei Folge 3 gesagt hat. Nein, aber es gibt im Fall so Leute, die haben auch so geschrieben, man, scheiß der Luan, ich bin schon seit eh und je dabei. Einfach der Luan hat Hater. Einfach der Luan hat Hater, Bro. Egal, aber was ich wollte sagen ist einfach, Bro, es ist einfach schön, dass die Menschen uns seit 4 Jahren begleiten. Und ich habe gestern vor dem Schlafen mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Hast du brüllt? Nein, ich habe Gedanken gemacht darüber, wie wir uns verändert haben in Ja, schlimm, gell? diesen 3 Jahren Podcast. Schlimm, 3,5, schlimm. 4 Du bist Jahre schon Schwanz. Also, es ist schon krass. Ich meine, ich weiss noch, Ja, du ein Stück Scheiße bist du gewesen, Bro, noch nie vor der Kamera. Ich habe dich ja gross gemacht, weißt du. Ah, du hast einen gross gemacht. Krass, Mann. Ich habe dich ja Krass, Mann. geholt, Ja, das weißt war meine Idee. gewesen. Ich habe dich ja eigentlich so vor die Kamera geholt, Bro. Ja, Ich habe dich ja. pro 7 Wer hat dir gebracht, den Fickerstampf gegeben? Bruder. Ja, das ist natürlich, also... Harte Arbeit, ich harte, weiss nicht. ehrliche Arbeit. Ja, es ist einfach schön, Bro, das miterleben, weißt du. Ja. Bro, es hat sich alles entwickelt, außer unser Haarwuchs, aber der Rest... Doch, gegen ihn. Gegen hinten. Nein, ich habe mir eben auch so überlegt, Bro, wenn du so ein bisschen unseren Charakter anschaust. Fast hätten wir Hair and Skin Corporation gehabt, Mann. Alter. Wäre die nicht Konkurs gegangen. Ich hätte jetzt Haar gehabt, Mann. Ich hätte jetzt Haar gehabt, wir sind in den Konkurs gegangen. Nein, aber jetzt mal ehrlich, Bro, unter Ja. uns mal. Ja. Das ist zwar gar nicht die Idee von dieser Folge, aber trotzdem vielleicht aus nostalgischer... Die Idee von der Folge ist reden. Aus nostalgischer Reden, egal Sicht. wie Ist nostalgisch. die Idee von dieser Folge unterbrechen? Vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Okay. Vielleicht auch, so ist das auch geil. Weißt du noch, wo wir am Anfang Strichliste geführt haben, wie viel mal wir Bro sagen oder wie viel mal wir Ja, weil jemand der unterbrechen? Kritik geäußert hat. Ja, und dann Ja. sind wir gerade verletzt gewesen und so. Ich habe Ja, eben, also, ja, mir. ich habe eben auch die erste Folge gelesen. Ah, machst du jetzt so? Bist nicht du der die ersten 3 Folgen Eierschwappen Ja, gehabt aber hat? nicht weil Kann ich das aufhellen? ich... Darf ich sagen, Menschen sind schwarz? Okay, wow, jetzt. Ja, Bro, du musst ja schauen. Das ist etwas völlig anderes. Wenn jemand... Ist völlig Bro, anders. Bro, ich weiß noch. Ich weiß noch. Bro, können wir schnell reden? Ja, können wir schnell ein bisschen laufen? Ja. Ja, kannst langsam aufhören mit Ficker. Ja, und? Ah, so, und jetzt, jetzt. wer ist vergessen jetzt? Wer ist vergessen jetzt? Ja, ich und du. Ja, wer hat... Ich habe einen Großteil dazu beitragen. Scheiß mal. Ja, voll. Du hast Nicht. es so bitte, dass ich vergebe. Bro. Nicht. Danke vielmals. Nicht. Danke vielmals. Ohne mich jetzt ein Podcast nicht gehen, ohne das hätte Das ich stimmt. deine Freundin nie gesehen. Stimmt, ohne dich, ja. Wie meine Wie Freundin. sollte eine vom Wallis ein Kro wie dich finden? Bruder, sie haben gefunden, nicht mit Podcast. Normal, dein Herz ist wunderschön. Bruder, ja. Okay. Los jetzt mal, scheiß mal auf das. Hör auf Namen erwähnen, wo dich nicht angehört. Ich habe gar keinen Namen. Egal, erwähnt auch in Zukunft. damit. Okay, dann passt auch. Nein, aber los mal zu, Ja. yeah. Gringo. Bruder, nein, Mann. das jetzt ehrlich. Jetzt Scheiße. hör auf mit dem, ich wollte darüber reden. Ja, okay, fang an. Einfach, was sich verändert hat. Was würdest du sagen jetzt im Vergleich Veränder Big. zu den ersten 2 Staffeln, zu den ersten 2 oder ersten 10 Folgen zu jetzt? Was hat sich verändert in unserem Charakter? Was hat sich Erste verändert? 10 Folgen. Zum Beispiel, ja. Oder zum Beispiel, ich sage jetzt mal, erste Jahr Podcast zu jetzt. Was hat sich dir am Meinung verändert? Kranke Therapiestunde. Erstens. Mhm. Zweitens. Was hat sich verändert? Profil. Ja, danke vielmals. Viel. Ich würde sagen, zum einen hat sich die Dynamik von unserer Freundschaft verändert. Mhm. Zum anderen, also es gibt auch positive Sachen, wie zum Beispiel, ich mache mit meinem Kollegen etwas zusammen, mit meinem besten Freund etwas. Mhm. Aber wenn wir jetzt so auf menschlich gehen. Also nein, ich sage einfach, was hat sich im Vergleich Podcast Podcast? inhaltlich vom Podcast, Ja. was hat sich verändert Ja. vom ersten Jahr zu jetzt? Sorry Leute, ihr gehört, wir sind krank.
Ja, ganz am Anfang haben wir einfach mal ein paar wilde Geschichten ausgepackt. Einfach ein paar wilde Geschichten ausgepackt. Und dann hat es ein paar Folgen gegeben, wo wir Leute gerufen haben, wo wir einfach über Sachen von Freunden geredet haben, aber auch über lustige Sachen. Und jetzt, aber ich finde das auch geil, jetzt, wir sind viel mehr allein und wir reden einfach in den Tag rein. Checkst du? Ja. Was meinst du? Also ich glaube, konkret hat sich ja schon verändert, dass ich glaube, die ersten paar im ersten Jahr sind wir ja ein bisschen, ich glaube, wilder unterwegs. Ja, dort, wo der Boden verloren hast. Ich weiß nicht, wieso du immer musst mit mir. Der Hollywood Josh Negroni. Aber ich meine, mit wilder meine ich eher so, wir sind, glaube ich, ein bisschen krass so reingegangen. Ich mir rein, wie gehen 3. So wie Miro in seine 5 Curry-Sauce Chicken. Ja, man, jetzt in. Aber nein, jetzt ehrlich. Also, Ich sag weißt nur so, ganz in Experiment für die Welt, ja. ich meine, ich glaube mittlerweile, wir gehen nicht mehr so hart rein. Ich meine, letztes Jahr habe ich das Reel aufgeladen, wo ich das sage mit, wo du gesagt hast, schon mal etwas gegessen mit Genuss. Ja. Ich habe gesagt, Was hast du gesagt? Nein. Alter. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die ersten paar, also ich habe mir da recht Gedanken gemacht, ja, ist das dumme Content, kann ich das aufladen? Ja, Wieso? Aber vorher. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, vorher, eben, ich meine, irgendwie bist du jetzt 30 und machst das Ding. Aber ich meine einfach, ich weiß nicht, es hat sich einfach verändert und ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ja. Ich glaube, der Content ist. Ja. Sorry, ja. Schon? Nein, ich kann nicht werden. Okay. Ich würde sagen, der Content ist vielleicht teils weniger primitiv, aber andererseits, ich weiß nicht, vielleicht macht es das auch weniger lustig, der Inhalt. Also ich würde sagen, wir dürfen nicht vergessen, wir werden auch dem Alter entsprechend reifer, Bro. Erwachsener. Ja, voll. Ja, nicht. Ja, vermutlich. Letztes Mal hast du eine Story gemacht, wie du am Buch lesen bist im UV. Das war schon ein Witz, aber ich habe so Egal, du hast Buch geladen, Bro. Du hast Buch geladen. Ich habe eine Story gemacht, enge Freunde, wo ich, sag wo nicht, ich wie Story. ein Bild, wo ich ein Buch von mir filme. Jeder, der mit ihm befreundet ist und sich an die Story erinnern kann, er hasst euch. Ich habe mein Buch gefilmt, dann habe ich das Buch von meiner Freundin gefilmt und gesagt, wir sind so ein intellektuelles Paar. Und das ist kein Witz. Sorry, ich habe gedacht, das ist öffentliche Story. Aha, Sorry. Nein, Okay. das ist ein Witz. Aber ist gut. Aber ja, ich würde sagen, wir, zum Beispiel, wir werden auch Erwachsener, aber es gibt halt schon noch ein inneres Kind. Ja. So der innere, der innere dumme Sie. Ja. Ich habe es eben schon gerne dämlich. Ich bin einfach gerne ich. So Pipi-Kaka-Humor finde ich schon geil. So dämlich. Egal wie, ich bin einfach krank. Ich bin einfach noch wie seit Tag 1, aber vielleicht droppe ich Hurensohn nicht mehr jede Folge 5-mal, sondern in 5 Folgen 5-mal. Ja, also einmal pro Folge. Ja, genau. Okay. Was nicht heisst, dass ich per se jetzt dass wir so ein Meeting machen und ich sage, achten wir auf das und das. Ich glaube, auch meine Sprache, wenn ich mit gut, wobei, wenn mich etwas aufregt, kann ich schon auf die Nutterkind und so. Auch unter Kollegen und so, der Nutterkind. Ja. Aber Ja, aber es geht jetzt nicht nur um das Wort. Ich meine auch allgemein. Zum Beispiel, hast du das TikTok gesehen, wo 5 Jungs in einer Playstation-Lobby sind, also in einer Party, aha, ja, und so voll als Beleidigung. und miteinander redet und nachher sagt der eine so, hey Bro, sagt der eine, hey Bro, hast du gesehen, das dort hinten? Und nachher, bevor der andere antwortet, sagt er ihm, lutsch mir Eier. Oder irgendwie, Ja, lass dann mir kann Eier. andere so, Keine ja. Ahnung. Und dann sagt er ja, so quasi noch auf die andere Ja. Frage. Und dann fangen sie an lachen. Bruder, ich habe mich totgelacht. Aber das sind der Peak mir gewesen, so, Ja. ich sehe das genau beim UNO-Spielen bei uns. Ja, voll. Oder der Dings, weißt du, wo wir mal bei dir in den Wegen die Karte sind nicht. Hast du versucht. Egal. Hast du versucht. Ich habe versucht. Okay. Ja, das ist ein ganz. Also was der Serro gerade versucht hat, ist irgendein Wort so ein bisschen verhaspeln. Er hat gesagt, Karten. Und dass ich sage, hä? Oder wenn, was? Oder was? Und wenn ich hä oder was gesagt hätte, hätte der Serro gemacht. Ja, genau. Das ist, ich sehe, das ist dämlich. Zwölf. aber es macht Egal. Spaß. Ich sage ganz ehrlich, Das so, macht Spaß. euer inneres Kind, das sind tatsächlich so 3 Bücher gelesen über Psychologie. Aber egal, euer inneres Kind, das muss happy sein. Das muss einfach happy sein.
Es ist doch so, Bro, ein 60-Jähriger hat immer noch Freude an dem Lego. Lego! Lego! Dun, dun, dun. Ja, Okay. das innere Kind. Bro, wenn du einem 60-Jährigen irgendwie Lego-Sachen schenkst und so weiter, Ja. du siehst, der lacht. Der hat Also Freude. du willst vergleichen, das innere Kind heilen mit anderen Leuten Hurensohn sagen? Oder über Lachen? Nein, Lego über zum Beispiel. Lachen. Ja, vielleicht, ja. Ah, okay. Ich sage nicht heilen, ich sage einfach, wenn er Freude an dem hat und es lustig findest, dann mach's. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Was? Ich teile das jetzt mit dir, Bruder. Was ist das? Ja, was kommt jetzt? Nicht, ich teile mit dir das und ich wollte gleichzeitig auch sagen, ich bin in einer Identitätskrise. Ah ja, merkst du erst jetzt? Nein, Mann. Oh, das ist crazy. Okay, crazy, erzähl. Bruder, würdest du sagen, wenn du mich anschaust, Jani, würdest du sagen, ich qualifiziere als Kenneck? Jetzt so? Ja. Wie Optisch, jetzt? ja. Optisch, wie meinst du? Hätte ich Freitag-Test gesehen? Nein. Ah, das macht Sinn. Okay, dann Das ist ein Dealbreaker, Bro. Okay, ist gut. Ja, Das fair. ist wie wenn ich würde jetzt mit Dings rumlaufen, mit der Skater-Show. Wie heißt ihr? Keine Ahnung. Wer hat? Ja. DC, keine Ahnung. Ja, so. Stell dir vor, ich hätte so Bomben und so gemacht. Entscheiden. Was hast du früher gesagt, wo Leute gesagt haben, bist du Skater oder Hip-Hop? Ja, was echt? Was hast du gesagt? Ich bin Kurd. Krass, Nordosten, Südwesten, wir Kurden sind die Besten, Alter. Nein, ich habe gesagt, ich bin Hip-Hopper. Ja. Bro, meine Mailadresse ist Hip-Hopper. Hip-Hopper. Einfach, das ist nicht mehr das Hip-Hopper. Ja, Hip-Hopper, ja. Und nachher, wenn ich es immer schreibe, Hip-Hopper, kommt es bei dir an. Ich gebe nicht weitere Sachen an, weil schon das ist peinlich genug, aber die anderen Sachen, es ist einfach Hip-Hopper drin. Krass. Weil Würdest ich muss eben sagen, so in der 4. Klasse, 5. Klasse, habe ich mit so Menschen, die halt skaten können, schon gefunden, sind schon geil. Ich weiß noch, wir sind in Dosenbach mit den Eltern und ich habe so Schuhe gesehen. Ich so, eigentlich, die sehen hure bequem aus. Ich habe meine Eltern gefragt, ich so, hey, schau, die sind auch gerade runtergesetzt. Meine Eltern natürlich mit Handkuss von 60 Franken auf 20 Schutz. Ja, Wenn sie dir gefallen, wir nehmen. beste. Was auch schon viel war, 20 Schuss, aber ja. Wir haben sie genommen und am nächsten Tag habe ich richtig gefragt, ich so, komm, ich lege sie an. Und ich lege sie auch hure bequem, Was Mann. hast du gekauft? Ich gehe in die Schule, Bro. Vollkommen. Und einer, der heute nicht mehr unter uns ist, RIP, der ist so zu mir gekommen. Darf ich noch etwas sagen? Ja. Ich bin froh, hast du die Information gesagt, Bro. Okay? Ich hätte ihm alles beleidigt. Dann. Okay. Okay, ja. Er ist so zu uns gekommen, also zu mir gekommen. Es war 10 Pause, ich bin Oberstufe, stell dir vor. Ich bin dort vielleicht 13 oder 14. Ja. 13. Kommt er so in der Pause, große Zähnepause. Er so, hey, ich so, was läuft, Bro? Also nicht viel bei dir, nicht viel. Er so, und was läuft so? Check mich so ab, schau nochmal ab. Ja. Bruder, ich so, ja. Bist du Skater? Ich Downfall. so, nein, wegen. Also, Bro, ganz schnell, glaub mir. Die Schuhe. Sofort abziehen. Über Mittag Was- bin ich ja eh heim. Ja. Weißt du, Bro? Was sind das für Schuhe gewesen? So die dicke Breite, Bro. So die Vans Skaterschuhe. halt, Ja, ja. aber von Dosenbach halt. Ja, Von ja. Deichmann, also, von ja, ja. ihre eigene Marke. Ja. Und ich war richtig bequem gewesen, bin ich, aber ich so, okay, eigentlich schon, muss aufpassen. Und nachher hast du sie nicht mehr angelegt. Hast du eine Mühlmasse gegeben? Vielleicht haben sie eine Handvoll mal angelegt. Ja. Aber immer mit Mütze, Kapuze und so, alles schwarz. Ja, ich weiß nicht, ich habe glaube ich, Bist du mal- abgedriftet in die Skaterbubble? ich bin ja nicht abgedrückt in die Skaterbubble. Ich habe mich hingezogen gefühlt zu so. Ah, okay. Du gehst auch zu, also, das ist sogar das Ding gewesen. Ja, nicht, also ich meine Bist du auch hingezogen. Skater früher so? Nein, los jetzt, ich habe mich hingezogen gefühlt zu der Ästhetik. Ah, zu Verstehst du? Dings zu, wie heißt die Skate-Legend schon wieder? Tony Hawk. Ja, du so, Yildiz Hawk. Nein, einfach Das so hat- die, weißt du, Bro, für mich ist das gewesen, ich weiß auch nicht. Ich habe auch Snowboarden cool gefunden. Mhm. Und das geht ja Hand in Hand. Ja, in dem Fall, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Skater leben. Aber in dem Fall, Ja, ja. Bro, Skater leben in Andere einer Planet. Hütte, Bruder. Ja. Und jagen dir das Essen auf Skateboards, oder? Ich Wie glaube meinst du? weniger. Skater tun für mich. Immer bei der Frage, ob Skater oder Hip-Hopper. Ja, aber Wenn es mal davon kommt, ist Skater dann kassiert. Bro, aber mein Take ist, ich würde jetzt behaupten, Skaters sind vielleicht 20% gewesen, 60% sind Hip-Hopper gewesen und die restlichen 20% sind eigentlich Skater gewesen, die aber halt nicht getraut haben, öffentlich zugeben. Nein, ich sage, die anderen 20% sind einfach, ich spiele gerne meine Magic-Karte, meine Yu-Gi-Oh-Karte, ich spiele Beyblade. Das Dann ist mich auch- mit eurem ja. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe mich einfach zu dieser Ästhetik, also ich habe es noch cool gefunden. Ich habe es halt nicht können zugeben, aber ich habe es cool gefunden. Ich muss sagen, Ja. schreibst du dich jetzt rückblickend? Für was? Für
für die Phase? Oder? Also ich bin einmal auf dem Skateboard gestanden, Ja. Halfpipe, gottlos auf die Fresse geflogen, nie mehr auf dem Skateboard. Bombe. Aber ich weiß nicht, ich glaube heute ist das wie weniger der Fall, dass Leute Angst haben, sich bekennen. Mein Bro, Heute, wenn du dich zu nichts bekennst, du bist komisch. ich meine damit wie so früher, also es sind ja Leute drunter gekommen, wie sie gesagt haben, sie sind Skater. Ja, Also sind wir ehrlich. Bro, wenn so 4, 5 bei Also mir... in gewissen Schulhäusern, Bruder, ein paar... Aber es ist, Julian, wenn du das los ist, Bruder, es tut mir leid, du hast kassiert, es tut mir leid. Ich glaube, es ist ja so Phase gegeben, vor allem. Es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur so, irgendwo ist so eine Phase gewesen, weiß ich nicht, man, 2002 bis 2006 oder so. Ja. 4 Jahre lang, Bro. Es ist einfach auf der ganzen Welt. Es ist so ein kalter Krieg, keiner gewusst. Bruder, es ist so Der ganze- Punkrock-Zeit, Leute haben Blink Ja, und 182 Hip-Hop ist gelesen. so, Hip-Hop ist so am Hoch mit 50 und Ja, also ja. am Hoch ist einfach auch eine Bombe am Abgang gewesen. Also Hip-Hop ist ja erst über 50 Jahre alt. Ja. Das ist ja noch nicht so. Aber ich meine, das Movement. Also, ich wollte einfach sagen, Du bist Skater mit Check. nein, ich bin nicht Skater, Bro, aber ich hätte es cool gefunden, glaube ich, können skaten. Okay. Ja. Eben, und es hat noch eine dritte Fraktion gegeben in diesem Krieg. Hm. Die Emos. Das ist wild. Erinnerst du dich an Emos? Ja, Mann. Das ist wild gewesen. So mit Nieten, also es ist nicht so. Und die RAR. Ja. Weißt du noch? Ja, fix. So Bilder aufgeladen mit RAR. Ich glaube, jedes Schulhaus hat mindestens so eine. Wir haben 2 gehabt bei uns. Ja, Bro, anders kannst du nicht. Es gibt immer eine allein, die können Auto so. Es ist immer Ja, der ja. zweite. Die ist so eine lustige, sie ist Italienerin gewesen, wie bei uns. Wirklich so, sie hat so die Dinge angehabt, weißt du, Voll. wie Bei uns heißt haben wir das auch. Wort? Ja, ich weiß so. Die Schoner für Handgelenk-Schoner genau, ja. angehabt. Und immer die rot-schwarz gestreiften Ja. Kleider und so, Röck. Bei uns haben wir auch eine gehabt, wie Avril Lavigne. Ja, genau, das Einfach Teil. in schwarze Haare und so. Einfach so. Andere haben die Schminke neu entdeckt und dann Ja. anfangen so. Alles Mögliche mit Farben zu probieren Ja, und die ja. immer einfach nur weiß. Einfach bleich. Das ist schon Immer lustig. sich weiß gewesen. geschminkt. Emos sind schon lustig gewesen. Ja, Mann. Aber die, ich weiß nicht, man. Es ist. Ich habe sie geil sicher gefunden. Ich weiß nicht, Ja. so entspannt für sich gewesen. Jeder hat seinen Scheiß selber gemacht. Ich glaube, die Welt heutzutage ist ja Ist sehr, entspannter, nicht? sehr entspannt, oder? Ja, du kannst ruhig sagen, ich bin das und du kannst nicht fucking Musik. So, Leute fragen nach deinen Pronomen, bevor sie dich mobben. So. Ich Damit, weiß nicht, damit ob sie dich ja. korrekt können mobben. Ich glaube, heute ist mittlerweile so, entweder, ich sage, vor 10 Jahren oder nach 5 Jahren hast du gesagt, wegen Pronomen und Leute haben zugelassen, heute sagst du wegen Pronomen, entweder du kommst so die Antwort über, okay, ist gut, ich lasse zu, oder dieser Türken und Wokeness. So irgendetwas, weißt du? Eben, weil, was kann man sagen zu meiner Grundfrage zurück bezüglich Okay. Identität? Ja. Ähm, Du hast Krise hast gesagt. genau, ich habe Krise, wolle Krise. Erinnerst du dich, ich bin ja während der Oberstufe. Ja. Habe ich ja immer am Mittwochnachmittag Theaterkurs gehabt. Mhm. Aber ich habe das wie niemandem gesagt. Verstehst du? Hättest du lieber gesagt, du bist Skater oder was? Ja, Bruder, also ich meine, Skater kannst du ja von mir aus noch sein, aber wenn du den anderen kennst, sagst, ja, ich gehe in einen Theaterkurs. Ich weiß genau, wann du es gesagt hast, welche Gruppe von Menschen. Ich weiß genau, wann du es gesagt hast. Wem? Ich sage jetzt da im Podcast. Podcast. Es ist ein spezielles Geschlecht. Wo du was gesagt hast, ich gehe in Theater. Oh mein Gott, du bist so ein anderer Kanal. Oh mein Gott, du bist jetzt so wie Nein, die Bro, ich anderen. bin 14 gewesen, Bro, im Theaterkurs. Du bist mit 14 anders als jetzt. Ja, Okay. okay. Auf jeden Fall, Du bist nicht mehr viel, du bist auch später noch in Dingsang im Theater. Mit 15, 16, 17 auch noch. mit 14 angefangen. Okay, ja, aber später hast du hast gewusst. Bro, los jetzt, ich hatte ja damals einfach die Faszination gehabt für halt so Theater, aber das hast du halt wie nicht können Ja. sagen. Ja. Du hast halt wie nicht können den Jungs in der Schule sagen, alles am Mittwochnachmittag was läuft. Was denkst du, man? Bist du Cooper oder was? Alle haben sagen, oh, Oh, Leonardo DiCaprio, Hollywood, oh, Shakespeare, zeig mal etwas. Ich spiel mal Rolle. Bro, das Ding ist, ich kann das wie nicht können erzählen. Ja. Das geht nicht, Bro, das ist eine soziale Tod. Ja. Leute haben gefragt, was machst du Mittwochnachmittag? Ich habe gesagt, ich gehe putzen. Jungs, ich würde gerne rauskommen, ich muss mit meiner Mutter gehen. Dann hast du Putzen. gesehen, du gehst in so einer Halle aus. Was sagst du da? Ich meine, da putzen und so, weißt du? Ja, ich schwöre so. Und das habe ich ja wie so jahrelang bin ich in einem Kurs gewesen und ich bin ja mit Abstand der einzige Ausländer gewesen in dem ganzen. Haben sie immer mit dir Hochdeutsch Eigentlich, geredet? Bro, eigentlich, ich bin der erste Performative Male
von meiner Generation gewesen. Bro, das hast du schon lange auspacken, aber egal, das ist von dir gekommen. Er ist der Vorreiter, ihr sind alle nur Nachahmer. Ihr billige Kopien, Mann. Aber jetzt ist meine Frage. Hm. Wenn du 14, 15 gewesen bist, Hm. weißt du noch damals, Ja. Pi mal Daumen, ja. hättest du mit mir gehängt? Ja, wahrscheinlich schon, ja. So Theaterkurs. Ja, Bro, du tust so sagen, als wenn man mit dir in Kontakt ist, so, man hängt 7 Tage durch im Theater-Dings. Ja, nein, aber das ist einfach, ich habe das wie so ins Grab nehmen. Auf jeden Fall hat mein Lehrer mitbekommen, dass ich ins Theater gehe. Ah, sicher auch Schweizer. Ja, ja. Bro, er checkt das Sozial tot nicht. Er sagt, wieso? Sag doch einfach, ich habe das auch gehabt, die haben es alle gut aufgenommen, mach nur. Und nachher, als würde ich mich outen, weißt du? Und nachher hat er einfach an unsere Aufführung, wir haben ein halbes Jahr ja geprobt für die Ja. Aufführung, hat er einfach meine ganze Klasse mitgenommen. Shit, man. Ich dort Hamlet am Spielen. Nein, aber ich schaue so, ich habe so gecheckt, die sind auch da. Und ein paar Leute noch so happy, weißt du? Ich habe mich gefühlt wie so in diesen Film, so High School Musical oder so, Ja, kann ja. ich. Du spielst nachher, die sehen, krass, eigentlich echt ein Schauspieler. Du hast Nachher gedacht, sind's du hast gedacht, voll auf deiner Main Character Seite, jetzt. am Schluss. Lieder und Checkst. so, ja. Ich habe gedacht, so, am Schluss, sie checken, ich kann spielen und nachher auf einmal bist Oder Talent eigentlich, Bro, wie hast du nicht vorher gesagt und so? Bro, ich spiele der erste Hugo Nicola. So. so. Oh, auslachen, Bruder. Ja, lustige Zeit. Auf jeden Fall, was ich erzählen ist, ich habe das Wochenende etwas gemacht, wo Was? ich noch nie gemacht habe, aber immer schon wollen machen. Rate mal, was ich gemacht habe. Du hast immer wieder machen und du hast das Wochenende gemacht. Ja, endlich mal. Ähm, Ich habe dafür gezahlt. Das sind die Informationen, die du bekommst von mir. ist Zahl wichtig gewesen, weil ich denke jetzt an falsche Sachen. Okay. Was kann das sein? Keine Ahnung. Matcha gekauft? Nein. Okay. Also, Bro, Hanks. Okay. Tom Hanks jetzt. Okay. Du hast dafür gezahlt, du hast immer wieder machen. Zahlt man in der Regel dafür? Kommt drauf an, wie talentiert du bist. Ja, Bruder, jetzt kommt man mit talentiert, das machst du gar nicht einfach. Also, hast Sagen wir mal so, wenn du bekannt bist, dann kommst du das auch gratis über. Was? 2 Staffeln hat er kurze Morde. Okay. Aber ich habe gezahlt, Bro. Ah, du hast gezahlt, okay. Ja, ich weiß doch nicht, man. Ja, Bruder, ich habe es schon immer wählen, ich habe gezahlt, ich habe so schweres gratis bekommen. Vape. Ja, krass. Ja, Bro, hilf mir, ich bin wirklich schlecht in so Sachen. Ja, Bro, rat mal etwas. Weißt du, man, ich auch Dings. Was? Ich bin letztes Mal auch mit der Freundin so und ihrer Familie so das mit. Post-it? Ja. Und ich habe etwas gehabt, was ich eigentlich mega liebe, aber ich habe nervt nicht drauf gekommen. Was ist es? Gollum. Du liebst Gollum. Also Herr der Ringe. Letztes hat jemand kommentiert bei uns, Hm. wo du gesagt hast, ich habe die Heldin gesehen auf Netflix. Ja. Dann habe ich gesagt, und wie hast du gefunden? Ich habe nur gesehen, dass er dumm ist. Ich schwöre, Ja. Alex, du bist so dumm. Ey, man. Sorry. Bro, ich bin an ein Musical gegangen. Das wird ganz komisch. Ich bin Skater, ich habe versucht mich outen. Was? Ich habe versucht, mich outen? Nein. Ein Musical. Bist du ein, Wieso? Was ist mit bist du Musical? bist du ein White Boy mit einem Kanakenkörper? Vielleicht bin ich ja Rassentrans, Bro. Was? Was? Transformers? Ja, das. nein, aber Okay, jetzt, ja. So Highschool-Musical-Style? ich bin das Musical schauen. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen dagegen gewehrt. Also warte, hättest du dich sonst gemeldet, so wie, hey, ich bin Josh Negroni, könnt ihr mir Tickets schenken, ich will das Musical kommen? Wow, das wäre jetzt eine von der wenigsten Sachen, wofür ich den Fame so ausgünstig hätte für ein Musical, Weißt du, was Bro. ein Musical Lieber ein Ticket gratis kostet? Döner oder? Weißt du, das Ja, Musical- deswegen Sag erst mal, recht sag nicht, mal. Bro. Bro, was denkst Wir du? machen nicht so eine Rechnung. Wir sind 30 Leute dran arbeiten. Was denkst du? Sag eine Zahl. Ja, 89 Stutz. 90 Stutz, Bro. Für eher ein schlechtes Ticket, sag ich Ja, jetzt deswegen, und dann fragen sich, wieso niemand geht. mal. Ja. Auf jeden Lieber, Fall, lieber kurz und gleich 50 Stutz. los jetzt, Ja. ich bin schauen. Ja. Billy Elliot. Kennst du Billy Elliot? Voll, ja. Der Film. Billie Eilish, 20er ich Jahre. kann Billie Eilish, ja. Billy was? Billie Eilish. Ja, nein, Billy Elliot. Der Junge, der tanzte. Bro, das ist deine Welt, ja. Bro, Wie macht er? du hast gesehen.
Bro, Billy Elliot Ja. ist eigentlich recht spannend, also ein recht guter Film aus den 2000er Jahren, 2001 glaube ich. Geht um eine Gruppe von Minenarbeiter. Ja. Sorry, Bro, man. Schon gut, I'm sorry. I didn't understand you in first place. Okay. Klar, ist gut Englisch. Ja, ja. I can speak English too. Wow, immer. Okay. Und die tun sich wieso gegen den Staat auflehnen, weil der Staat will irgendwie all die Minen zumachen. Ja, Kurde, ja. Bro, das ist echt recht spannend. Es geht halt so ein bisschen sozialkritisch und so. Und dort hat es einen kleinen Bub, der Sohn von einem von denen, der im Streik ist. Mhm. Und der geht ins Boxtraining. Mhm. Und, Was nicht der einzige Kanal am ganzen Set. nein, Billy. Wir sind Mini-Arbeiter, aber du gehst ins Boxen, Mann. Nein, alle Kinder gehen ins Boxen. Ah, okay. Dort in England. Es geht so um England während der Industrie. Ja, das stimmt nicht. Aber du Wegen weißt. was? Während was? So Okay. Margaret Fletcher ihre Amtszeit und so. Ah, okay, check. Auf jeden Fall geht er ins Boxen und er findet es halt nicht so geil. Und dann bleibt er einen Tag so länger nach dem Boxen und dann kommen Tänzer. Und nachher verliebt er sich ins Tanzen. Mhm. Checkst? Ja? So ins Ballett. Okay. Ist eben eigentlich ein Film, ist später ein Musical geworden. Jetzt Okay. das Ding ist, ich habe schon immer an ein Musical, ich bin noch nie an einem Musical gewesen. Okay. So König der Löwen zum Beispiel oder so. Ja. Du wirst nie gehen, du. Nein, Warum? das reizt mich nicht. Vor allem, wenn ich den Preis gehört, nicht geschützt. Viel noch für ein schlecht. Das heisst, wenn ich etwas Anständiges sehe, Ja. zahle ich 150 und drauf. Schon gut. Also schlechten Platz habe ich gehabt. Nicht schlecht Musical. Ich meine so hintere Reihen halt so. Und das heisst, die guten Plätze sind 150. 150 so. Bro, ich gehe Heimmassage 2 Stunden mit Freunden. Scheiße. 120. Geil, gönn dir. Ja, aber was ist das 150 Schuss? Bro, Kultur. Heimmassage ist die größte Kultur, Bro. Ich gehe dort hin, ich lerne ihre Kultur, ihre Seite kennen. Die sind die freundlichsten Leute. Ich tue noch socialisen, Bro. Ich komme etwas von ihrer Kultur mit über. Sie machen die beste Massage. Ich bin nachher, weißt du, entspannt. Aber Bro, du als Person, die auch auf der Bühne steht, Ja. kannst du nicht nachvollziehen, dass wenn wir das Zweite sind auf dieser Bühne und wir fragen 40 Franken für das Ticket, Ja. wo wir einfach auf die Bühne gehen und einfach reden. Und das sind etwa 30 Leute auf dieser Bühne, Ja. sie tun Tanz choreografieren, Gesang choreografieren, es gibt Bühnenbildwechsel. Kannst du nicht nachvollziehen. Nein, ich kann nicht. Absolut nicht. Also du musst einfach jetzt absichtlich querstellen, anstatt eine Nein, Diskussion führen über das. Wenn du jetzt nach fairer Zahlung gehen, dann muss ja das Ticket 2-3 Leben sein. Wenn du willst 40 Leute, dass die etwas essen. Mhm. Aber die spielen ja 2 Mal am Tag, über 6 Monate hinweg. Ey, ich respektiere es, aber es ist nicht meins. Ja, das ist fair von mir aus. Aber ich meine nur so, Ich respektiere den Hustle. man 30 kann den Leute. Preis schon rechtfertigen, finde ich. Also ich finde schon, Bro, für, ich bin... das ist, es geht nie darum, ob der Preis kannst rechtfertigen oder nicht. Es geht darum, dass einfach das ist einfach Knackenstellung, Bro, aber eine gewisse Summe ist einfach automatisch tschüss. Egal was es ist, es ist einfach tschüss. Weil ich bin eben gegangen und ich habe so gedacht, ja, was ist das jetzt, Bro? Jetzt muss ich das Ja, scheiß bist du Musical schauen. Mit der Mutter von der Freundin. Ja. Und Freundin und ihrer Schwester. Okay. Sie hat Mutter Geburtstag gehabt. Ah, herzlich. Ich habe das wieder anschauen. Ja, Mann. Auf jeden Fall sind wir gegangen und ich habe so gedacht, ja, was mache ich da, Bruder? Der einzige Scheiß kenne ich Bist du da. der Einzige so? Also, haben die anderen zum Beispiel schon mal Musicals gesehen und so? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, sehr Wie viele zu der Menschen... Pause nicht? So, kannst du etwas noch essen in der Pause? Ich und hatte so? Pause gehabt, kurz, ja. Okay. Aber halt so... Bro, du musst dir vorstellen, es ist wie ein Kino, Ja, aber halt einfach auf einer Bühne. ja. Und 3 Mal so teuer. Okay, ja, sorry, ja. Schon. Bro, und ich habe gedacht, was mache ich da? Einzige Scheiß kenne ich da in dem Raum. Ja. Ich kann schauen, wie ich sehe, ich noch einen anderen. Dann Ja. machst du den. Ja, der ist Hex, geh weg, so das noch ist schon länger da. So. Ja. Und Bro, ich muss dir sagen, nachher hat es angefangen. Und jetzt als jemand, der halt Film studiert, Theater gespielt hat als Kind, ich bin wirklich elektrisiert gewesen, Bruder. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß jetzt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe gedacht, was mache ich da? Ich so, wie hat der keine Storys dann gemacht, wenn sie ihn so gepackt hat? Nein, bewusst keine Storys gemacht. Nein, also ich habe Videos gemacht, aber sie haben so mit Schild rumgelaufen. Keine Fotos von der Vorstellung. Ja. Aber los jetzt, Bro. Ich wollte dir sagen, ich bin der Oh, danke, Trinkcode. Bergheim, Ich habe gedacht, was ist das? 90 Stutz. Ja. Ich so, ja, easy, jetzt schauen wir dort, Bro.
Und nachher haben sie angefangen zu spielen. Und ich wollte eigentlich gar keine Werbung machen. Wie lange geht es eigentlich noch kurz? Bro, mit Pause 2,5 Stunden. Stolz, ja. Aber Okay, ich sag dir krass. jetzt ehrlich, Bro, das ist ein kleiner Bub, der dort spielt. Ja. 12-jähriger Bub in der Hauptrolle. Ja. Bro, ich bin dort angeguckt, die fangen da ihre Choreo, tanzen, Bro. Und ich sage dir, jetzt, ich habe mir gedacht, ich schaue jetzt, also Broadway, oder? Also Broadway-Musicals sind ja die Musicals von der Welt, wo man so sagt, das ist so das Kulturding, das musst du gesehen haben, wenn du dort gehst. Bro, ich sage dir ehrlich, die Produktion war auf dem Niveau gewesen. Es hat mich wirklich, wirklich komplett überrascht. Ja? Also, Bro, Sets werden komplett austauscht. Es kommen neue Sachen rein, Lift geht auf und runter, es gibt Lichtshow. Die Leute tanzen dort aufs... Also weißt du, so choreomäßig. Ich habe so gedacht, ich bin wirklich so gewesen, oh shit, ich fühle das. Einfach nächstes Schwanensee, du bist dabei. Bro, Schwanensee ist ein Ballett. Okay, und ist kein Musical weg dem? Ja, es ist kein Musical weg. Ah, okay. Aber in dem Fall, wenn es Musical von dem gibt, dann du bist dabei. Ich bin dabei. Nein, Bro, ich wollte einfach sagen, ich zeige dir nachher Videos. Schweizer Dings. Es Schweizerdeutsch sogar. Okay. Erstmal. Eigentlich ist es auf Englisch und Elton John hat Musik geschrieben dazu. Ja. Also es hat einen ersten Film gegeben und der Elton John hat da der Präsident Das von ist eins, was ich Schule. respektiere. Dass sie das auf Schweizerdeutsch gemacht haben. Bro, es ist einfach krass, weil sie haben die ganzen Songs natürlich übersetzt und ich habe dann gesehen, der Regisseur ist zwar ein Engländer, leider kein Schweizer genommen, Ja. aber trotzdem, Bro, es ist wirklich krass. Ich bin sehr überrascht gewesen, weil wenn ich so an Schweizer Produktion denke, wie wenn ich unsere Schweizer Film anschaue, denke ich so ein bisschen, ja gut, jetzt kommt wahrscheinlich so eine verwässerte Version von dem. Aber es war wirklich auf einem Niveau, gewesen, wo der 12-jährige Bub dort. Und ich wollte einfach sagen, Bro, gehen wir mal in das Musical. Nein, Okay. danke vielmals. Ist Für die gut. Einladung. Aber wo ist das gewesen? Ist das so KKL-Style, so riesen... Nicht so gross, aber auch in einer Halle. Leider Wo? nicht KKL. Wo so? Es ist, ja gut, es gibt immer noch, es läuft in der Markthalle. Ah, Gerade beim Schiffbau. okay, stabil. Ja. Es ist wirklich brutal. Schön hast du das gemacht. Und, Bro, und ich habe kurz so gedacht, oh, ich habe Gänsehaut, warum? ich habe mich nach so gefühlt, wie so, als hätte ich jetzt voll Kultur erlebt. Ich will so heimgehen, weil so einen Abend musst du abschließen mit so Buch lesen und Glas Wein. Das ist kultivierter Abend. Das ist schon geil. Also, ich würde jetzt schon sagen, ich meine, wenn du jetzt in dieser Highbrow-Kunst gehst, ist es jetzt, ich finde jetzt, es ist immer noch sehr, sehr, sehr Was für unkultiviert. Kunst? Highbrow. Was ist das? Über das haben wir letztes Mal geredet. So Kunst, wo du so mit erhöhten Augenbrauen anschaust. so. So, Ballett. Weißt du, checkst du, was ich meine? Ja. Und Lowbrow-Kunst, also da, wo die Augenbraue drinnen bleibt, Ja. ist das, was halt wir machen. So. Okay. Bist du nicht so krass überzeugt, oder was? Weil es halt nicht so elitäre Kunst ist. Weil niemand gestorben ist und kein Ja, Podcast. nein, so Kino ist Lowbrow meistens. Aha, okay. So Popcorn-Kino oder auch Okay. das, ein Musical ist auch Lowbrow. Ja. Wenn es jetzt aber eine Art-Installation wäre, wo eine halbe Stunde lang vorne dran steht und so sich nicht bewegt und nachher macht er Huha, Politik. Und dann bleibt er wieder stehen. Dann wäre das vielleicht so Highbrow-Kunst. Ah, okay. Du musst verstehen, Kische Das und die deep. Kunst. Es ist deep, ja. Mehrere Facetten, okay. Das ist Highbrow, so würde ich Okay. jetzt behaupten. Okay. Krass. Also einfach, Ja. du gehst wieder in so einen... Ich glaube, es gibt so ein, zwei Musicals, die ich gerne würde schauen, aber ich habe mich dann halt nachher gefragt, so im Spiegel, ich so, Spiegel an Mann. Wer ist dieser Mann, verdammt? Weißt du, was ich weiß? ja, du so am Morgen am 2. Ich am Morgen bin ich so, alles klar. Du so, ich glaube, ich verliere mich. Ich schwöre. Ich so, Ich Scheiße, Mann. glaube, ich bin mich transformieren, aber ich weiß nicht wahr. Scheiße, Mann. Ich sollte auch mehr kennen. Ja, das kann ich dir wieder erzählen. Okay, krass. Ja, schön, Bro. Schön, dass du Sachen unternimmst. Aus deiner Komfortzone. Oder? Ja. Schön, dass du Also- etwas machst. Nächstes Mal wäre vielleicht gut, wenn es für dich passt. Ich Nein, habe nein, es ich schön find's gut. gewesen, Bruder. Ich finde es gut. Also eben, ich habe mich wirklich so ein bisschen gefragt, so... Das gibt mir so ein bisschen Kann man das Dings-Vibes, wie fühlen? der Shidar. Ich und der Ur, so ein Kollege von mir, haben den Shidar vor x Jahren immer so, Bro, komm mit uns Sushi essen, Nein. Wer, sogar grusig, alles gehört. Einfach immer strikt nein. Nachher mit jemandem zusammengekommen, sie sagt dem Schatz, ich habe Lust auf Sushi, er so, was, du sagst. Okay. Und dann sehe ich so, Bro, du isst Sushi, aber ich und der Ur seit Jahren versuchen, dich davon zu überzeugen. Und einmal sagt eine dir, ich habe Lust auf Sushi, du gehst Gott, Platz, Sitz, alles. Aber du hast noch nie etwas gemacht, wie deine Freundin gesagt hat, mach.
wo ich anderen gesagt habe, nein. Nein. Da gilt Lüge. Was? Da gilt es. Ich habe gleiche Grenzen für jeder Mann. Bruder. Was? Bruder. Was? Du hast noch nie etwas gemacht, Ja. wo deine Freundin gesagt hat, machen wir. Ja. Oder für andere nie gemacht hättest oder gemacht hast. Ja, jetzt schau in die Kamera und sag, ich habe... Tendenziell nein, es muss nicht sein. Tamam. Also hast du von mir jemals einen Finger in den Arsch? Nein, ja, sorry. Nein. Aber Es kann schon etwas geben, aber es ist vielleicht nicht etwas, wo wieso, sagen wir, jetzt im Mikrofon vor. es ist vielleicht nicht so etwas, wo wieso im Sinn ist, sagen wir, du hast mich immer wieder gefragt und ich so, nein, Bro, was läuft und so, nein. Und nachher aufeinander siehst du mich Also dort. wenn deine Freundin dir sagt, Ja. Schatz, ich habe wirklich Lust, ein Musical zu schauen, bitte komm mit mir mit, du gehst nicht. Schau mir ins Gesicht, sag, ich gehe nicht. Sag, ich bin ein Mann, Aber dann, wenn ich nicht da gehe würde so sagen, als hätte ich etwas krass erlebt. Ich muss sagen, ich bin gegangen, ich habe es für eine Freundin gemacht, ist easy. Ist easy. Aber warum? Das ist toxisch, Bruder. Wieso ist es toxisch? Es gefällt Mir mir hat es nicht. gefallen. Aber du kannst ja nicht wissen, ob es dir gefällt, wenn du es nicht anschaust. Vielleicht schaust du das an und in dir drin passiert etwas, Bruder. Was passiert in mir? Vielleicht tust du ein Bin Awakening. ich Phoenix oder was? Nein, Bro, für mich ist vielleicht so gewesen, ich habe immer vielleicht ein Interesse gehabt. Awakening ist... Nein, egal. Vielleicht habe ich immer das Interesse gehabt Aber Leute... für die, ich sage jetzt mal, Kunstform. Hol raus, Bruder. Hol raus, was du kannst. Für die Kunstform, aber habe halt nie das können machen, wie ich nie das Geld hatte, wie ich nie Bekannte hatte, die das interessiert. Weißt du, was ich meine? Und darum, ich jetzt mit 30 habe das Erlebnis gehabt und bin so ein bisschen berührt worden, wie gewisse Leute im Bibelunterricht. Okay. Okay. Auf andere Art und Weise. Aber, ja. Krass, ja. Also erstens, das ist immer ein Safe Space. Weil du kannst immer sagen, was du willst. Weil du wirst die ehrliche, direkte Antwort von mir hören. Immer, egal was ist. Ganz umgekehrt auch. Und ich finde schön, dass du das gemacht hast. Aber meins wäre es nicht, nein. Ich weiß nicht, weil du es noch nie probiert. Okay. Also ich meine, Bro, du hast Spaß an Kino. Oder? Das ist jetzt nicht so eine schwierige Frage, Bro. Du kannst ja oder nein Ja, sagen. was heißt Spaß am Kino? Man geht gerne, ja, aber Was ist die Definition von Spaß? Man macht dass du etwas gerne. lachst, dass du Freude hast. Okay, ja, also ja, ich kann gerne ins Kino, ja. Okay. Ja. Und jetzt kannst du dir nicht vorstellen, dass du gerne in ein Musical würdest gehen. Nein, Warum? weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was im Kino verpackt wird, mit 500 Millionen Dollar oder so, ich in 2 Stunden 90 Schutz bekomme. Okay, dann ist es wieder eine Sache von Geld. Nein. Ich habe einfach den Vergleich so vor mir. Ich sage, im Kino geben es so ein Budget aus für so einen Film und im Musical so. Und dann muss man sagen, dass im Musical ein Auto zum Transformers wird. Bro, ich würde behaupten, das Musical hat wahrscheinlich das gleiche Budget gehabt wie ein Schweizer Film. Also so 3-4 Mil. So, vielleicht so 1 bis 2 Mil hat es wahrscheinlich, oder vielleicht ein bisschen über 1 Mil hat die Sagen wir Produktion 2 Mil. gekostet. Wie viele Leute hat der Platz gehabt? Jetzt fängt das an. 1000. Sagen wir im Schnitt haben die Leute mit Essen und Trinken und Sie so. haben ich habe nachgegoogelt, wie viele Besucher sie hatten. Sie Ja. haben 100'000 Besucher gehabt seit Uraufführung. 100'000 und im Sag mal, im Schnitt kostet es 100 Stutz. Nein, sag mal im Schnitt 90 Stutz. Ja, du hast schlechte Plätze gehabt. Ich habe 2 schlechteste Plätze gehabt. Ja, das gibt halt noch 2 bessere und so. Ja, Ich sage, im Schnitt hat ein Ticket 100 Stutz kostet es. 100 Stutz, Also. aber du gehst nicht zum Trinken, Essen aus und so. Keine Ahnung, aber es geht mal mit 100 Stutz, Bro. Wie das Geld... Ja, 10 Mil, Bro. 10 Mil. Bro, das ist erfolgreicher als 99%, als 95% von allen Schweizer Filmen. Krass. Über 100'000 Besucher. Krass. Ja, Respekt. Darum, ich sage nicht, 10 Mil, aber also, das ist krass, ja. ich sag nicht, du musst es geil finden. Ich sag dir einfach, ich bin wirklich überrascht gewesen, was das für eine Produktion ist. Okay, heftig. Also auch mit eben, wie sich das ganze Zeugs bewegt und ja. Krass, brutal. Tamam. Ja, zeig nachher Videos und so, Ich krass, zeig dir ja. nachher Videos. Jetzt haben wir Werbung gemacht Mach für eine die Story, eigentlich. mach Story. Ich mach Story, Bro. Ich mach, Story. was ist? Ich mach Story. Markier mich, ich repost. Schau, ich verzichte auf die 1500 Follower. Ja, Askers, das ist Askers, man. Askers, Nein, man. aber einfach ja, krass. Schön, Ja. ist das letztes Jahr gewesen? Oder ist das so vor 2, 3, 4? Das ist, glaube ich, gerade so am
2. Januar oder so. Okay. Ja. Stark. Schön. Ja, ich bin nicht in einem Musical gewesen. Mhm. Ich bin auch nicht irgendwie sonst etwas so machen für Kultur. Schön, geil. Weil Kultur gibt mir auch zurück. Ja. Okay. Aber ich habe das Jahr gestartet mit einer Verkältung, die ich immer noch habe. Alter, Das ist krank. es sind so viele Leute krank. Ich bin seit etwa 3 Wochen krank. Ja, Mann. Plus, ich habe meinen ersten selbstverschuldeten Unfall gemacht. Oh, Der erste? der erste selbstverschuldete, ja. Okay. Sonst bei allen anderen Leuten sind in mich reingefahren. Auto in die Chine. Und Was heißt das eigentlich, in die Chine? ja, was echt? Was soll das bedeuten? Ja, in den Göttin, Bro. Ah, tamam. Okay. Ja, ich glaube, im Musical kennt das nicht. Das hat mir gerade Sozialarbeiter-Vibes gegeben. Ja. Du Ali. Wir hören gang noch oft, dass ihr da im Pausenhof sagt, in dich rein. Was meint ihr mit das? Also, wo sollte das reingehen? Ist der jetzt eine Mischung aus Berner und Ja, Zürcher, Bro. Er ist von Bern auf Zürich arbeiten gekommen, weil es in Geil, Bern nicht so ja. viel Arbeitsplätze hat wie in Zürich. Geht herrisch, Alter, ja. Wieso sagen ihr in dich rein? Wo rein? Ja, Kann man etwas fragen, Bruder? Kann man fragen, Kann man Bruder. etwas fragen? Aber einfach, dass du weißt, die Transformation, die du gesagt hast, die passiert. In dich hinein fragen, Mann. Tamam. Okay. Ist gut. Okay. Hast du nicht am Anfang gesagt, wir werden reifer und so? Was ist denn das jetzt? Ich habe gesagt, das innere Kind soll das innere Kind bleiben. Dann bleibt das Kind. Okay, krass, Mister. Wenn erwachsen sind, Musiker gehst, dann ich bleib gern Kind. Ich bleib gern Kind. Bruder. Ich bleib gern Kind, Sag, okay. Egal. Also, Egal, lieber. ich bin zum Sound am fahren. Nein, ja doch, ich bin zum Sound am fahren. Und nachher fahre ich in Zürich rein. Wenn du in Zürich reinfährst, kommst du da in den grossen Tunnel da rein. Kann ich wohne in Zürich. Okay, krass, ja. Und shit, man. Big city life, we're trying to get by. Weißt du, Bro, jeden Morgen stehst du auf, 30 Kochhäuser vor dir, ein Trump Tower neben dir, Helis rumfliegen, Bro. Scheiße, man. Die Stadt, die nicht schläft. Scheiße, da, Mann. Er sagt, ich transformiere dich, Bruder. Hauptsache, du bist noch gleich arrogant, wie sie da heißt. Würdest du sagen, ich bin arrogant? Nein. Nein, Bro. Du verlierst nie den Boden. Der Boden geht einfach über dich, Bro. Das passiert. Was soll ich dir sagen? Also, auf jeden Fall, ich fahre so in Zürich rein und ich gehe über Hartbruck, weißt du? Also ich gehe rechts durch und nicht links, richtig so. Mir doch scheißegal, wo du durchfährst. Ja, dass die Leute das checken, dann gehst du da durch ab. Ja, So, du ja. fährst alles durch ab bis Die zu 50er-Szene Genau, mit so. 7 Blitzer. Ja, Jetzt hat es 2 Frauen vor mir. Oh, krass, Frauen, hä? Los mich schnell zu. Krass, Bro, In Frauen. meinem März, A-Klasse, vielleicht gehört ihr das, vielleicht auch nicht. Ich sehe von hinten, die haben Time of their life. Im Auto mit Hand am Singen, Geil. Aufs Mal die rechts schiessen Ziggy raus, die links schiessen den Becher raus, Bro, die ist noch am Knüssen. Also Albaner. Okay. Das ist... Okay, auf jeden Fall. Die sind am Knüssen. Aber weil sie so krass am Knüssen sind, haben wir einfach von 50, die haben sie auf 30 gehabt. 25. Weil die Angst haben, dass sie irgendwie... Kijk, es ist zu krass am Abgehen, die vergessen, dass sie am Auto fahren sind. Oh shit, wir fahren das Auto, ich muss auf 20 bremsen. So, Das ist unschwierig. ich hin, Bro, so ungeduldig wie ich bin, ich mach's einmal mit, ich mach's zweimal mit, die bremsen nochmal ab auf 20, Bro, es ist 50, ist niemand vor dir, Bro, es ist morgen, es ist am Abend, kein Auto auf der Straße. Niemand ist Bro. Das ist so mühsam. Wieso bremst du auf 20 und 30? Aber weißt du, okay, die haben Time of their life und dann bremst sie nochmal auf 20 und 30. Ich so, Bro, jetzt ich dreh durch, Bro. Die haben 3-4 Mal abbremst, ich wäre in dieser Zeit schon lang am meinem Ziel, schon lang. Ja. Was mache ich? Was machst Ich mache alles, was du machen musst, zum rechts abbiegen, gleichzeitig. Gleichzeitig. Du Ich biege rechts ab, ich tue blinken und ich tue schauen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Dann hast du den Rückwärtsblick nicht gemacht. Ich mache alles gleichzeitig, aber während ich mich drehe und meinen Blinker setze, ich Ja. bin schon in der rechten Spur. Und dann Tag. Und dann, Tag. Oh Gott, das ist peinlich. Einer ist Bruder. auf der rechten Spur, boom. Das ist peinlich, Bruder. Ich bin einfach in seine Spur ohne schauen. Also Aber zu das spät passiert dir einfach einmal, Bro. Das Ja, passiert dir einmal. ich bin in seine Spur erst mit der Front in mein Heck hinein. Das ist ein bisschen schwul. Kein, in dem Fall, du bist einfach homophob. Ja, okay. Okay. Und dann, ich höre so Tag, ich so, Alter,
Los. Zumindest nur 30 gewesen. Ja, nachher Ja. gehe ich so, wirklich zumindest nur 30. Ich gehe nachher so rechts raus, er kommt auch. Und ich sehe, recht jung. Okay. So 18 bis 22. So, Max. Ja. So, schau jetzt. Schau jetzt, so. Ich stehe aus. Wie vor kurzem ist das auch schon passiert. Warte, hast du gesagt? Ja, super, danke für nichts. Ich stehe aus, ich so, lass mal zu. Nein. Hast du gaslightet? Ich so, lass mal zu. Lern fahren. So, klebst an mir, Mann. Nein, ich stehe aus und ich habe schon gewusst, ja, ich bin schuld, weißt, ich bin da, ich muss gar keine Szene machen, vor allem, ich bin erst noch jung. Aber kann ich eine Frage? Mhm. Rein gesetzlich Ja. ist eigentlich der, der hinein ist, schuld. Eigentlich, sage ich jetzt mal. Bro, ich Ja, bin nee. kurz für es bin, Ja. ich bin meine Eltern an und ich erzähle die Situation, ich sage, ey, das ist passiert und ich bin schuld, Wie sollst du schnell dran? weil ich brauche Versicherung. Ah, ja, Dings, weißt, und tamam, ja. Also mit dem März, aber. ja, und Ja. Versicherung läuft auf ja, tamam, ist Firma. gut. So. Ja. Und ich rufe so die Heim an, um zu sagen, ich brauche das und mein Ja. Bruder ist am Suchen. Ja. Ich so, such das schnell die Heime für mich Ja. raus. Irgendwo haben das sicher die Heime, er sucht es raus und währenddessen, weißt du, meine Eltern so, was bist du am Suchen? Und er so, ja, weißt du, mein Bruder braucht das und so. Ja. Und dann erkläre ich es ihnen und mir fällt es in den Kommentar, der andere ist. ich so, wie der andere ist, was hat er so machen? Hätte er über mein Auto gumpen? Hätte er sein Auto sich transformiert, über mein Auto oder was? Er so, musst du immer bremsbereit sein? Musst du immer bremsbereit sein? Also, die haben das immer gesagt, jetzt, die sind selber schuld. Ich so, nein, ich so, egal, weißt du, ich bin schuld und so, Auto ist nicht passiert. Die Vater den ausholen. Nein, da habe ich gesagt, er so, nein, ganz ehrlich und so, ich habe schon ein paar Mal gehört, ne? Du musst immer bremsbereit sein, der muss bremsbereit sein. Ich so, was willst du? Wenn einfach eine Wand vor dir auftaucht, was willst du bremsen, Bro? Du bist ein wahrer Mann, Bruder. Ja, nachher, auf jeden Fall, zurück zu dem Dings, wir halten da, wir gehen rechts raus. Und ich habe zum Glück eine gute Sicht gehabt. Ich habe die Brücke gesehen, wo der Helikoptertänzer da seine ersten Videos gemacht hat. Shut up, Mauro, Alter. Shoutout Massimo, keine Ahnung. Massimo, Helikoptertanz. Ja. Egal, wir halten rechts an. Ich gehe zu ihm und eben ist vor einem Jahr oder so, ist Hat er zittert? ich weiß nicht, Ja. vor einem Jahr ist das schon mal passiert, aber jemand ist damals in mich hineingefahren. Und von dort, ich weiss nur, du musst gar keine grosse Tantam draus machen. Du musst Eigentlich. die Polizei nicht rufen. Nein, musst nicht. Du kannst eigentlich einfach eine Versicherung austauschen, Namen. Von mir aus kann der andere sich noch absichern mit Telefonnummer und ID irgendwie Fotos von mir aus, aber eigentlich Versicherung, kurz mit Namen, Adresse und so. Dann, Regelt, ja. Ja, Garage und die regelt. Ich gehe zu ihm und sage, hey, fuck, tut mir leid und so, Jungs, mein Fehler und so. Sind wir gewesen? Sind Zweite gewesen, so, Keine. ist mein Fehler gewesen und so. Die so, ja, schon gut. Also, die haben das nicht gesagt, ich so, hey, tut mir leid, mein Fehler und so. Ich so, soll ich auch meine Angaben geben und so, wegen der Versicherung und so weiter. Dann haben sie so, ich glaube Polizei. Nein. Ja. So ein Pischer. Ja, aber Bro, alles gut, weißt du, ich meine, stell dir vor, ich hätte auch so erst 1 Jahr Prüfung. Ah, ja, ich bin schon nervös und so. Ja, und dann wird ich es auch richtig machen, checkst? Ja. Ich kann es auch richtig machen. Ich so, look, wie dich vorfühlst. Ich bin da so, ich schreibe schnell, ich habe länger und so, Unfallszene. Und nachher ruft der Polizei an und ich höre genau so, ja, aber ich will gerne trotzdem darauf bestehen, dass sie vorbeikommen. Ey, Die sagen ihm so, ja, klär das einfach schnell anständig, Ja, wie ja. anständige Menschen. Aber easy, nachher, er so, ja, die haben gesagt, die kommen jetzt doch nicht und so. ah, du Pischer. Nachher, ja, er ist ein geiler Polizei. Nachher gebe ich ihm so, ich so, look, dann, ich gebe das aus meine Versicherungsdaten und so, machen wir so. Easy. Und ich suche, in dieser Zeit kommt er mit dem Unfallprotokoll. Also, die mir doch so das für. Ich so, machen wir, ist gut. Ich fülle das aus, gell, easy. Schreibe meine Sachen rein und so. Und er sagt so, Bro, kannst du bitte noch schreiben, dass wirklich deine Schuld ist, weil mein Auto gehört an meine Eltern und so, weißt du. So, safe, ich schreibe. Auto A ist schuld. So. Und dann unterschreibe ich, er schreibt noch sein Zeugs an und so. Und dann hat er so sein Handy offen, weißt du. Ja. So gross so, weil er glaube sogar mit seiner Mutter am Schreiben gewesen. Er schickt wie so Fotos und er sagt wie so, was muss ich da schreiben und so, weißt du. Ja. So, dass ihm hilft. Und ich sehe so im SMS dort, mach noch Fotos von seinem Ausweis und Führerausweis. Ja, Mann. Ich sage, ich hätte dem Sonne bitte beruhig dich, Mann. Ja. Ich biete ihm das an. Ja. Ich so, schau, unterschreiben, meine Nummer hast, willst Ja. du noch irgendwie dich wohlfühlen, weil ich Ja. merke, du bist so, weißt du. Ja. Willst du noch... Korrekt von dir, aber. Ja, ich so, willst du noch mein Ausweisfoto, mein Fahrzeugausweis und mein Wenn du willst, Führerausweis? komm in Auto, zeig dir, wie Ich so, du hast meine Nummer, wenn irgendwas ist, Leute mir an, Wieso? von mir aus, weißt du, so,
ich weiß so, alles unkompliziert. Ja. Er so, ja, ist gut und so, ich will gerne machen. Ich so, okay, ist gut. Und nachher höre ich so aufs Mal. Ja. Bro, einfach das hat gefällt. Ja. Einfach das hat gefällt. Ich höre einfach so, هلا علي هلا قال بدنا قزامي abte. Hey, Fresse. Ich höre einfach doben in so einem Gottblock neben dran, so dritte, vierte Stock. Einfach 100% so über irgendeine Ecke von mir verwandt. Wir haben genau gehört, der Dialekt, wo sie reden. Ja, ja. Das sind Kurden gewesen, Bro, die schlimmste, was es gibt wahrscheinlich. Und die schauen so aus und so richtig so, ich habe gesagt, so, ja man, du neugierige Merk, man mit dem Volk gemacht. Ja. Auf jeden Fall, das 20 Jahre gestartet, das ist mein Ding, sie haben es ausgefüllt. Nachher, ich so, hey, ciao Jungs, und so, hey, ciao, mein Kugelschreiber. Ja, gerne. So ein dicker. Nachher, Hast du ihm gesagt, kannst du mal gratis auf Show kommen? nachher ich so, nein man, Bro, nachher er so, ah ja? Dann du zahlst jetzt, ich dich anzeigen. Nein, nachher, ich so, hey, als Souvenir, aber da nicht. Auf jeden Fall, ja, 20 Jahre gestartet. Aber ist es ein fetter Schal gewesen? Beim März ist nicht so groß, so vielleicht so kleine Krater und so. Bei ihm, Bro, weiß nicht, die Leute meinen, er ist eine Wand in der Quart. Was war der? So ein kleiner VW, sag ich nur. Ja. So ein kleiner, so ein Ja. herziger, nicht ein Golf, Ja. kleiner. Okay. Aber Ja. sehr wahrscheinlich wohnt ihr in einer 7,5 luxuriöse Villa, Bro, mit 890 Quadratmeter Grundstück, Bro. Auf jeden Fall, Was hast du Nummer gewesen? Sag mal das. Also Kanton. ja, Zürich. Ah, okay. Aber irgendwie, egal. Auf jeden Fall, Bro, ich bin nachher weiter, bin dann mit dem Kollegen auch, mit der Kollegin. Und nachher mache ich YouTube auf Bild und Fernsehen. Warum? Wir haben etwas schauen. Aha. Ja. Und dann sehe ich etwas. So, Gott irgendwie YouTube-Vorschau. Mhm. Hochzeit von Antepli und Pasarjachne. Ja. Also für die, die es nicht checken, so meine Bist du bei Pilling gewesen? Eltern sind so Dings, meine Eltern sind so Aus Antep? genau aus Antep und dann sagst du wieso, Antep ist wie so einer aus Antep. Und Wie Wintertourer. ja, genau. Ja. Und Pasarjach ist so eine andere Stadt. Case Rebels zum Beispiel Pasarjach. Mhm. Josh Negroni auch. Mhm. Und dann mache ich das auf. Und dann sehe ich, weil es ist Essen Dünsalon, der Hochzeitssaal in Bülach. Und mich hat schon immer Wunder genommen. Essen ist der, der ein Kino hat, hinein, gell? So Leinwand Ja, und so genau, am besten. Und Und du hast müssen durch Raucher laufen, um ins Kino gehen dort. ja, aber die Kinder haben doch ein müssen paar durch. Mal geändert, die ein paar Mal Ja, geändert. ja. Nachher ist so ein Möbelgeschäft reingegangen, alles mögliche. Auf jeden Fall hat es einen Besitzerwechsel jetzt gegeben. Ah, ist nicht mehr? Ja, vor kurzem hat es einen Besitzerwechsel gegeben und man hört so, weißt du, so ist neu und so, neue Design und alles mögliche. Und ich wollte schauen, wie es aussieht. Mhm. Ich mache Video auf und ich sehe viele Leute, die ich kenne, auch viele Verwandte. Ja. So, und ich sehe eine Person dort. Ich so, wow, was macht er da? Was wäre, wenn wir verwandt sind sogar? Wer Weißt du, wer das? dort gesehen? Wer? Der Fat Kitchen. Heb Fresse! Ja. Der Fat Kitchen, sehr wahrscheinlich über irgendwelche Ecke mit mir verwandt. Geil. Ich sehe ihn dort an dieser Hochzeit. Das ist doch aus Basel, oder? Ja, und ich weiß noch, die Hochzeit, meine Eltern haben gesagt, komm vorbei und so. Ich sage, ich kann Ja. nicht. Ich kann wirklich nicht. Ja. Und ich glaube noch ein selber, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich sehe ihn dort, ich so, Alter Mann, krass. Einfach vielleicht über irgendeine Ecke verwandt. Deswegen ab jetzt, fick Steve Merson, fick Miro, fick jeder Einzelne, nur noch Fat Kitchen. Nur noch Fat Kitchen Nummer Fat 1. Kitchen, ich hoffe, Bruder, du bist Multimilliardär. Multimilliardär. Inshallah, Bro. Und dann essen wir alle, vergiss nicht, wir sind verwandt, Bro. Ja, vergiss nicht, Bro, wenn du so etwas Krankes machst und so, du weißt, wir sind da. Ist das das Schlimmste? Nein, Spaß. Was? Nicht. Auf jeden Fall, ich habe das gesehen und in dem Moment, wenn wir darüber diskutiert, schon verblüffend Ehrlichkeit mit dir. Ja, das stimmt. Er sieht Und mir dann so muss ich vielleicht fragen, was, wenn dein Vater doch war. Max? Ja. Aber ich glaube nicht Kurden. Bro, ich weiß Ich nicht. glaube Kubanerinnen, Russinnen, so. Ich weiß. Von dem wissen wir nicht, wenn wir noch dort waren und noch so Leute. Ja, aber ich habe auch schon das Bild bekommen von einem Russ, Bro, wo mir erschreckend ähnlich sieht. Ja, auch weißt du von dem einen Meintli? Ja, und Von das der Meintli, ja. Ey, Bro, glaub mir, Bro. Ich meine jetzt seriös, Bro. Ich frage, Papi, hast Entweder ist dein du Gen. gedruckt? Das ich so fragen. Bist du reisen, hast du gedruckt? Entweder hast du Gen, Bro, wo vielleicht so. Kein Bruder, das ist so weit verbreitet. Man sieht einfach, es gibt einfach viele Menschen, wer ging so mit einem Chromosom oder Gen, wie aus wie du. Nee, Biologie. Oder Mhm.
dein Vater ist mehr dumm gewesen. Ich glaube, er ist mehr dumm, ich gönne ihm auch. Also nicht Der nur Original sondern er Ficker. hat vielleicht auch so einen Charme gehabt. Und das wird auch Original jemand beweisen, wieso du... Ja. Wie viel hat er so einen Charme gehabt, er ist ausgegangen, einer nach dem anderen. Würdest du sagen, ich bin charmant? Ja. Hey, Luciano? Hey. Okay, Bro. Ja, spannende These. Ich frage ihn mal, ich lade ihn mal ein, Bro. Können wir Wie? überlegen, ob er gefickt hat. Ja. Okay, ja. In dem Fall, frag. Und jetzt nochmal wilde Geschichte, weil ich gerade jetzt mit Vater und hat und so. Ich habe so einen Beitrag gesehen. Irgendwie auf Instagram Leute das anfangen liken und teilen und ich habe das gesehen. Ja. Irgendeine Seite tut so Leute von jungen Tat und so exposen. Ja, so ja, Nazis ja. und so. Mhm. Kings. So. Und scheiß mal auf das, es geht Ja. mehr darum, sie haben so einen Printscreen veröffentlicht von Ja. einem, Ja. von seinem Facebook-Beitrag 2021 Ja. oder 19. Sie tun immer, also zur Einordnung vielleicht, weil du bist Ja. da jetzt am Durchrattern. Okay, ratter. Es gibt eine Website, wo erst die Leute warnt und sagt, ey, schau, wir haben dich jetzt an mehreren junge Tatveranstaltungen gesehen. Ja, Wir wissen, wer du bist, wir haben dich in mehreren Videos gesehen. ja, So, hör auf, gehen. Wenn du das weitermachst, tun wir dich liken. Doxen quasi. okay. Und dann, wenn sie dann weitermachen, sagen sie das zweite Mal, ey, oder wenn die irgendwie gewalttätig werden oder was auch immer, sagen Ja. sie, ey, letzte Warnung, noch einmal, du kommst runter. So, und nachher, wenn sie dann ein weiteres Mal weitermachen in dem jungen Vollmongo-Verein, dann fangen sie an liken, und zwar Gesicht, Alter, Beiträge, Arbeitgeber. Ey, Bro, ich habe einen gesehen, die haben sogar sein Kennzeichen und Auto und so. Auto, Kennzeichen, Voll betrieben, Adresse. aber ja. Ja, es geht, Bro. Also auf jeden Fall, ich wollte jetzt, Bro, ich habe so gemerkt, ich tue lieber dir das ablesen, Ja. statt dir Ja. das erklären. Frei. Ja, weil du wirst mir nicht glauben, Bro. Mhm. Du wirst mir nicht glauben, was ich... So eine... Aber ist die Meinung, dass es schlecht ist, was sie machen? Während du das suchst, kannst du das nicht. Bro, bei gewissen Dings siehst du halt wirklich so mit Nummern und alles und so. Ich weiß nicht, ob das... Ja, die zwei von Jungen Tat sind eben auch so doxt worden. Ah, Der das Manuel nehmen wir doxt. Cuccia Okay. und... Das haben wir doxt. Ja. Okay. Bro, einen haben sie verwünscht. Jetzt mich schon, fuck, ich erzähle das. Ich kann nicht gesagt, Letztes Jahr haben so einen FC Basel-Fan, ja, also verwünscht. das sind so zwei, der bei drei der Post Basler. schafft. Ja, ja, Und sie haben dann auch geschrieben, stoppst. gehabt, dass sie bei der Mutter ins Kurvent wollen, sich in Genau, Dings sie sind reinziehen. integrieren und Ich habe nachher... viel Respekt für das wirklich. Auf jeden Fall, Bro, eine hat es gehabt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie den aktuellsten gerade, tut mir leid. Bro, glaub mir, ich muss das ist eine zu viel. Also dann erzähl. Also so, beim einen haben sie ein Facebook Beitrag aus 2001. 2019, 20, 21 haben sie veröffentlicht. Ja. Also Printscreen gemacht, Ja. weil der Post von dem Typ ist von seinem Facebook-Account, das ist öffentlich, Ja. so die ganze Welt sieht das. Und dann haben sie postet Mhm. und der schreibt so dort ganz normal, er so, hey, ich bin so und so alt. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wer mein Vater ist. Wenn ich meine Mutter frage, gibt sie mir nie Antwort. Mhm. Und deswegen mein Appell jetzt über Social Media. Ich suche meinen Vater. So. Und zwar hat er auch geschrieben, Bombe kommt jetzt. Ja. Wer hat zwischen 2007 und 2009 meine Mutter gegeben? Er so, wer hat in diesem Zeitraum alles meiner Mutter gegeben? Wenn du das liest und meine Mutter gegeben hast, melde dich bei mir, wie viel bist du mein Vater? Bro, stell dir vor, du hast zu deiner Mutter und sagst, ey, wer ist eigentlich mein Vater, Mann? Das ist wirklich vaterlos Behavior. Wer ist eigentlich mein Vater? Und nachher sagt sie einfach so, nein, scheiße, der Bastard und so, richtiger Nuttensohn. Aber bitte, ich will nur wissen, wer mein Vater ist, ist doch mein Recht. Ich will doch wissen, wer mein Vater Ja. ist. Nein. Wenn du mir nicht sagst, wer mein Vater ist, ich mache einen Beitrag und ich frage, wer dir gegeben hat in dem Zeitraum. Krass. Und- das ist insane krass. Ey, stell dir vor, in was für einem Umfeld du wachst. Das erste Mal deine Mutter sagt nein. Ich entscheide, dass du nicht wissen, wer dein Vater ist. Ja, vielleicht ist er einfach ein dummer Nutzung. Ja, trotzdem, Bro, das ist dein Recht, zum wissen, wer dein Ja, Vater aber ist. ich meine, Bro, wenn er einfach gewalttätig ist oder wenn er. Dann gibst du Kontext, dann weißt du, dann macht es Sinn. Ja, aber Bro, ich meine, das Ding ist halt einfach das, wenn der Vater sich nicht auf irgendeine Art und Weise bemüht, zum Vaterverhalten zu sein, Ja. dann hat er auch kein Recht zum Vater zu sein.
Ganz ehrlich. Es geht nicht darum, zum Vater zu sein. Ich glaube, bei ihm ist es nicht darum gegangen, einfach zu wissen, ich will racist sein. Ich will einfach wissen, dass mein Vater... Nein, Spaß. Auf jeden Fall... Scheiß auf das. Du gehst zu deiner Mutter, sagst, wer ist mein Vater? Sie sagt nein. Das ist einfach, okay, ist gut, ich gehe jetzt selber auf die Suche. Und du gehst auf die Suche, indem du erstmal einfach sagst, ich stehe die Öffentlichkeit raus, wer meine Mutter gegeben. In dem Zeitraum sollte ich bei mir melden. Das ist Bro, wirklich ich bin wild. gestorben vor Lachen. Ja, und Was für ein Pitch hast du? Ich bin gestorben vor Lachen. Und die Bro. Leute sind nachher eben auch noch Nazis. Das ist doch einfach, Ja, aber passt auch, genau. wirklich, es passt. Wirklich, es passt. Es passt. Bevor wir noch die paar Fragen vielleicht durchgehen, Stimmt, ich kann eigentlich sagen dir, Bro, du 2-3 Fragen aussuchen. Ah, Aber okay. egal, machen wir so wie die und sonst machen wir das nächstes Mal. Nein, tun wir einfach aber so, ich ja. habe noch einen Punkt, wo ich dir erzählen will. Erzähl, Und was zwar, ist passiert. Ist etwas, wo ich wirklich, wirklich, wirklich sehr interessant finde. Und zwar, kennst du den... Ist das Notizen? Ja. Zu herzig. Ich habe mir etwas vorbereitet. Bitte. Ja, man, herzig. Kennst du Timothy Chalamet? Ich weiß nicht genau, Chalamet, Ja, der Schauspieler. ja, letzte Zeit kommt immer mehr auf uns. Ja, der von Dune und so. Ja. Also er ist ein Schauspieler. Ich habe mehr gesehen, wegen er scheint ein Undercover-Rapper, aber er ist doch nicht. Genau, los jetzt. Ich habe ein paar Punkte dazu. Und zwar, Detektiv kann geben. Timothy Chalamet macht einen riesen Promo-Run für einen Film. Mhm. Und der Film heißt Marty Supreme. Hast du vielleicht mitbekommen? Super, nein. Los jetzt. Der Film ist von A24 produziert. A24 ist eine Produktionsfirma, wo, ich sage jetzt mal, unter anderem der Film, Everything Everywhere All at Once, und auch ganz viele andere Filme, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, Ja. die zu den besten Filmen gehören, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, Ja. produziert. Ja. Das ist wirklich eine der krassesten Produktionsfirmen, die kommt. Ja. Ist mal bekannt worden, wie sie independent waren und wirklich jetzt einfach einen Banger nach dem anderen rausgehauen haben. Okay, krass. Und ich sage jetzt mal, wenn du heute A24 siehst, bevor ein Film anfängt, du kannst davon ausgehen, es ist ein... Yeah. Mhm. Checkst Bis so. mal einmal ein Scheißfilm kommt, nachher Es sind fängt ein der paar Downfall an. Scheißfilme gekommen, okay. leider, aber die Großteil Ist wie ein als- Scheißfilm von Ihnen? Irgendein Scheißfilm? Bro, zum Beispiel der Film vom Dwayne The Rock, wo er jetzt Wrestler ist. Ich kann nur Hate. Smashing Machine, glaube Ich ich. kann So. nur Hate über den. So unter anderem der Okay, Film. okay. Ja, Ist ja. dort aus, aber es hat zum Beispiel Uncut Gems mit dem Adam Sandler und der Mhm. Diamantfilm, der auf Netflix ist. Den, ich sehe, der Der ist hat geil. A24 gemacht. Der ist geil, ja. Moonlight, Keine Ahnung. der kleine schwarze Bub mit Violett im Gesicht. Er hat Best Film gewonnen. Gut möglich, Beste Film Oscar gewonnen, ist der günstigste beste Film Oscar, den es je gegeben hat, mit Krass. 1,3 Millionen Scheiße. gekostet. Schweiz los zu, ja. Ich schwöre. Sie haben den Midsommar gemacht und The Lobster vom Yorgos Lanthimos. Midsommar ist auch so einer der revolutionärsten Horror. Boah, okay, dann... Folk-Horror-Film. kenn ich's nicht. Bro, auf jeden Fall krasse Filme machen sie. Ja, Oder okay. haben sie gemacht. Okay, sie machen krasse Shit, ja. Genau. Und jetzt, das Ding ist, der neue Film vom Timothy Chalamet, der heißt eben Marty Supreme und da geht es um einen Ping-Pong-Spieler. Ja. Oder so, keine Ahnung. Es Ja. interessiert mich nicht um genau was es geht, aber auf jeden Fall, es ist der Dude ist ein Ping-Pong-Spieler. Ja. Jetzt, normalerweise laufen Filme, also so Filme, die jetzt eher ein bisschen nischiger sind, laufen so, dass sie irgendwann an einem Festival gewinnen, die kommen Applaus über, und es erreicht so ein paar Cinephiles, so ein paar Kino-Liebhaber. Also Ja. du würdest jetzt, wenn du jetzt einen Film hörst, um einen Sportfilm, um einen Ping-Pong-Profi, würdest du jetzt schauen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Also juckt, Ja. oder? Jetzt ist es aber so, und normalerweise laufen so Promophasen von Filmen ja eigentlich immer ab. Es gibt so Red Carpet Premiere. Ja. Nachher gibt es irgendwelche so Late Night Talkshows, wo die Hauptdarsteller auftreten und über ihren Film erzählen. Ja. Und dann gibt es noch so Hotelzimmer-Interview auf YouTube. Ja. Du siehst ja auch so Memes so von diesen Leuten, die im Hotelzimmer sind und so. Also das ist die ganze Promophase. Okay. Jetzt der Timothy, Mhm. also ich würde jetzt mal sagen, so Menschen unter 35 werden grundsätzlich nicht erreicht für so Film. Ja. Also weißt du, so zum Film machen. Jetzt der Timothy macht aber so eine kranke Promophase seit ein paar Monaten. Wie hast du auf Insta mal irgendetwas gesehen? Übrigens, A24 macht eben wirklich so
sie benutzen eben so die Low-Budget-Taktiken, um einen Film zu promoten. Jetzt meine Frage an dich. Wenn du jetzt einen geilen Film hättest, wie würdest du den promoten, dass er in der Schweiz geschaut wird? Wenn ich einen geilen Film hätte. Du bist Produzent Ja. und du bist mit der Aufgabe, du hast die Aufgabe, Promo machen. Ja. Ich meine, was ist eine der kränksten Promophasen in den letzten 10 Jahren von Deutschrap? SSIO. SSIO. So, und der benutzt ja auch so, Der macht alles. der macht alles. Und zwar kranke Taktiken. Ja. Jetzt, wie würdest du vorgehen, um einen Ein Film in der Schweiz promoten? Also du hast die Aufgabe, du kommst ein Budget über 200'000 Schutz und sagst, ey, mach Promo. Full. Full. Ich würde 150'000 für so Werbung auf YouTube, also Social Media Werbung, weißt du was? Mhm. Und Also 50 Trailers oder was sonst? überall die gleiche Aussage. Ja. Also 150'000, ich gebe ihnen, sage ihnen, weißt du, die schauen, dass es in der Schweiz verstreut wird, Mhm. ein Message. Und genau die gleiche Message wird auch für 50'000 Franken Influencer verbreiten. Und zwar so viel wie ich kann. Ja. Und so viel wie ich bekomme. Okay. Und sie verbreiten die Message. Wer den Film nicht schaut, ist ein Nuttersohn. Geil. Nicht? Mhm. Ja. Also aber da Ich würdest habe du automatisch schon mal, was ist Migrationshintergrund in der Schweiz? 30%. 34%. Ich habe schon automatisch die geholt. Die sagen, wer ist Hurensohn? Ja, ja. Gott, sehen wir jetzt, wer Hurensohn ist. Dann gehen sie ins Kino. Und der Rest schaut es an und denkt, das ist so ein sozialkritisches Statement und gehen schauen. Also aggressives Promoting. Aggressiv Promoting. Ja, Okay. aggressiv. Geil. Also viele Leute, mit vielen Leuten, also viele Leute abholen und alles mögliche. Was hat er SSIO gemacht? Er hat mit allen, die im letzten Jahr irgendwie durch Memes oder durch irgendwelche Sachen berühmt worden sind, hat einfach in seine Promophase gebaut. Das So ist ja auf schon auf insane. ihre Art und Weise. Nicht irgendwie so, zeigt das Gesicht noch ist gut. Ist aber schon insane. Ja. Wie hast du gemacht? Hey, ich habe mir auch überlegt, wie wir einen Film promoten. Und ich glaube, eben so Trailer zeigen und so finde ich wieder nicht so interessant. Aber halt so irgendwelche Auftritte in so ganz komischen Sachen. Also zum Beispiel irgendwie Bauerledig sucht. Noch einfach deine Werbung. Einfach Trailer. irgendwie, nein, ich komme dort vor. Ja. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, ich kaufe mir einfach 2 Minuten in der Du Sendung. kommst und sagst, hallo zusammen, mein Name ist Joldasch und ich suche mein perfektes Match. Das ist mein Film. Genau, Das ist der so. ja, so. Zum Beispiel würde ich mir vorstellen, oder ich weiß auch nicht, Bro, irgendwelche so Promophasen. Ich glaube, ich würde so ein bisschen so Cross-Promo machen. Also, weißt du, irgendwelche in die Sendungen reingehen, Ja. wo nachher halt geklippt wird. Was man bei Mike Miller auf der Bühne. So Szenen, Bro, Ja, einfach okay, irgendwie okay. random Shit. Auf Ja. jeden Fall, was der Timothy Dalonglung gemacht hat, ist. Ja, auch Timo-Film in Zukunft. Okay, oder? Timmy, Bro. Was der Timmy gemacht hat, ist. Das erste Video ist aufgekommen vor ein paar Monaten. Da hängt er einfach so. Ist real, er hängt einfach so. Und er wird so mit 1000 Ping-Pong-Bällen angerührt. Und da hat man noch nicht genau gewusst, was ist jetzt genau. Mit den- los. Aber es sind sicher Leute, die geschrieben haben, wow, what a deep und so. Also, er wird auch so mit besser wusstest, ja. Ping-Pong-Bällen angerührt. Ja. Nachher ist ein anderes Video gekommen, wo du so einen riesen Zeppelin siehst. Orange. Und drauf steht einfach Marty Supreme. Mhm. Und der ist so angezoomt auf dem Zeppelin. Nachher geht die Kamera raus und auf einmal der Timmy dort vor der Kamera macht so. Hi! Ha! Nur das. Nur das. Okay. Er macht irgendwie so ein Bullshit. Okay. Und nachher Video fertig, Marty Okay. Supreme, Kino. Ja. Einfach irgendetwas. Dann ist so Merch gedroppt worden, aber so richtig geile Merch, wo auch so Fashion-Icons anfangen anlegen und so. Mhm. Timothy, keine Ahnung, oder Marty Supreme, Orange. Weil Orange ist die Farbe von Marty, Mhm. glaub. Ich weiß auch nicht. Ping-Pong-Bälle vielleicht auch, ja. Genau, ich glaube das. Und dann das Geilste war, es ist ein 18 Minuten langes Video auf seinem Instagram gepostet worden, wo einfach ein 18 Minuten langer Zoom-Call ist. Einfach ein Zoom-Call, wo am Anfang, wo das rausgekommen ist, habe ich gedacht, hä, was ist das, Bro? Ist einfach der Timothy ist in der Mitte und um ihn herum sind so 10 Marketingmenschen. Mhm. Und die diskutieren über, wie man Marketing für den Film macht. Mhm. Und er ist einfach dort und er lässt so denen zu und er so, ja, ich habe ein paar Ideen vorbereitet. Ja. Dann sagt er so, wenn ihr an Barbie denkt, was denkt ihr, wenn ihr an Barbie denkt? Nachher die Marketing-Leute sagen so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich denke an Pink. Alles, was ich anschaue, ist Pink. Mhm. Nachher sagt er so, ah ja, voll, weißt du, er ist ja Ja. der Star, oder? Die so, ja, die du müssen krass, immer, die ja, so, wow, krass. Die, Bro. Ja. Und ich habe erst nachgecheckt, dass es eigentlich Verarscht. Schauspieler sind. Aha. Aber Schauspieler. ich habe gedacht, der hat wirklich ein Video hochgeladen von Marketing mit. Lustig. Dann sagt er so, ja, wir müssen das Gleiche machen.
wie Barbie gemacht hat. Und zwar machen wir das mit Orange. Wir können aber nicht einfach Orange nehmen, wir müssen ein spezielles Orange nehmen. Ja. Also ich habe 6 Monate mit meinem Designer zusammengeguckt Ja. und wir sind auf das gekommen. Nachher schert er seinen Bildschirm und einfach so ein orange Block. Nachher die Leute so vom Marketing. Hey Martin, einfach, dass wir, hey Timmy, einfach, dass wir schnell auf gleiche Ding sind, gell? Wir sehen einfach nur einen orange Block. Er so, ja. Er so, die Farbe orange. Schwab! Und die Leute sind so, hä? Was schnurst du? Ja. Und dann sagt er, und jetzt, ich habe mir überlegt, wir tun Martin Supreme auf einem Zeppelin drauf. Und nachher sagt er so, ich habe etwas gezeichnet. Nachher so mit Paint hat er so orange Zeppelin. Er so, Zeppelin, schwab! Und einfach so 18 Minuten lang, Scheiße. schwab! Und die Leute sind alle so hure perplex auf jeden Fall. Die redet mit ihm, einer sagt, sorry, ich habe dich unterbrochen. Er so, ja, du hast mich unterbrochen. Bro, einfach wirklich zum Tod lachen, das Ding. Hey, Aber ist er irgendwie krank? So. Also, weißt du, der SSO geht ja voll die Promophase, das ist sein Album. also er ist halt der Hauptdarsteller. Ja. Und ich meine, ich würde sagen, 90% von Das ist ja wie wenn jetzt, weißt du, so. Keine Ahnung, Alter, wie wenn Diesel anfängt Promo-Gespräch für fast. Fast and Furious, ja. Ja. Also Vin Diesel ist ja auch Produzent bei Fast. Das heißt, er Aha. hat Gewinnbeteiligung. Okay, Darum aber wird das er ist fair. Aber ich weiß, was du meinst. Bro, ich würde jetzt mal behaupten, 90% der Menschen, die ins Kino gehen, interessiert sich nicht für wer Regisseur ist oder Ja. wer Drehbuchautor ist. Ja. Oder ich meine, gehst du einen Film schauen, weil es ein spezieller Regisseur ist? Nein, du wahrscheinlich schon. Also ich würde sagen, also es hat auch mit Interesse zu, Bro. Ja, Ist wie chill du, doch, Bro. Ja, wie du machst so. Ist ja wie... Bro, ist wie dir mit Fußball. Du hast ein Interesse hinter den Kulissen, Bruder. Ja, normal. Und mich interessiert natürlich... Aber Bro, ich meine, du hast ja auch Filme, wo du jetzt schaust, einfach wie es von Christopher Nolan ist, zum Beispiel. Nein. Ich schaue Filme zum Beispiel, wie es Herr der Ringe ist. Oder wie es Wie heißt der Ringe Regisseur ist. von Herr der Ringe? Okay, gut. Christopher Nolan. Nein, Peter Jackson. Ah, stimmt, Peter Ravi. Der hat ja aus Jurassic Park gemacht, ne? Steven Spielberg. Stimmt. Siehst du, Bro? Ist easy, ist Ja. voll okay. Aber ich Ja. meine, das zeigt ja meinen Punkt. 90% der Menschen interessiert sich nicht für den Regisseur. Ja. Und darum würde ich sagen, 90% der Menschen schaut nicht den Film und sagt, das ist der Film vom XY. Ja. Sondern das ist am Timmy sein Film, Ja. oder? Und das ist das Krasse, dass er die Promophase so ernst nimmt und den Film so geil macht. Weil ich denke mir jetzt so, Sicher guter Batzheiber, Mann. ich weiß es nicht, Bro, aber ich denke mir jetzt auf jeden Fall, also gut, ich schaue den scheiß Film. Ja, weil überall wird sein Gesicht braucht, Bro. Weil er macht es einfach gut. Ja. Und dann ist eben auch noch das Ding passiert mit Ace the Kid, der Mit Liverpool-Rapper. dem Ja. Wo Leute, weil er ist ja mit der Maske unterwegs, Ja, ja. der Ace the Kid, und er hat ja einen Scouse-Akzent, urgeil. Ja, genau. I'm a scumbag. Am Scumbag. I was raised in Liverpool. Ja, genau. Auf jeden Fall so. richtig krass. Und man hat immer nur seine Augenpartie gesehen und anscheinend, wenn man seine Augen und Augenbrauen anschaut, ist es sehr ähnlich wie der Ja. Timmy. Und die haben einfach ein Video gedroppt. Die haben einfach zusammen einen Rap-Song gedroppt, ja. Die haben einfach ein Video gedroppt, weil Leute haben angefangen gesagt, das ist der Timmy, das ist der Timmy. Ja. Und er ist einfach auftaucht. So, Ja. aber Ich sag schon, das ist fake. er ist fake. Das ist ja Er fake. ist 100% er. 100%. Nein, Das ist fake. also das ist ja wie so der Beweis, dass er das nicht ist. Aber ist einfach krass. Die Promophase ist einfach krank und wegen dem kann ich jetzt einfach den Film schauen. Ach, kommt raus? Er ist jetzt gerade rausgekommen. Bro, was ist das für ein random Drop, dass einfach Avatar zum Beispiel neu rausgekommen ist? So. Hast du nicht gecheckt? Nein, Bro, du hast doch immer so 7 Jahre warten, bis ein neuer Avatar rausgekommen ist. Also immer. Es ist einfach einer rausgekommen Ja, und nachher ist 7 Jahre nicht gekommen. ja, Und jetzt ist 2 rausgekommen ja, und jetzt 1 Jahr später ist 3 rausgekommen. ja. Okay, scheiß mal auf das. Aber das ist mehr, weil der James Cameron, Hm. Regisseur von Avatar, auch Regisseur von Titanic, hat Avatar 1 gemacht und hat gesagt, die Technologie ist noch nicht so weit für die restlichen. Also, was ich im Eis geschafft habe, schaffe ich in Zukunft nicht. Ja. Macht Sinn. Okay, Ja. krass. Ja, ich habe das eben gesehen und in der Regel, das hat sich für mich angefühlt wie, wenn irgendwelche Künstler, die ich feiere oder einfach wo sonst so umeinander sind, einfach random so morgen das Album out. So morgen einfach Shadow so, Drop meinst du? einfach so aus dem Nichts. So, hä, was passiert? Einfach Beyoncé hat das gemacht mit Lemonade, glaube ich. Ja, Bro, ich habe das Gefühl, das passiert letzte Woche auf. Dann siehst du einfach so, nächste Woche ist mit Album draussen. Bruder, was für ein Album? Also, nein, Was für ein Avatar ist gerade neu draussen? also es sind ja zwei Sachen, wie zum Beispiel eben Shadow Drop ist eigentlich, wenn es einfach rauskommt, Ja. ohne irgendeine Promo, Promo-Phase. irgendetwas nicht, ja.
Bro, Avatar ist glaube ich schon recht bekannt gewesen, Ja. dass es jetzt einen einjährlichen oder zweijährlichen Rhythmus krass, gibt. Es oh werden ja shit. 5 Oh gemacht, shit. Ja. Avatar-Film. Ja. Bei Avatar muss man einfach sagen, viele Leute sagen einfach, der Film ist scheiße, Ja. weil die Story beschissen ist. Ja. Weil die Story vom 3 ist Story vom 2 und Story vom 2 ist Story vom 1. Also es ist wie so. Aber das ist eben das. Avatar ist kein Film, wo man schaut wegen der Story. Ich bin wegen Science Fiction. Bruder, Avatar ist einfach ein Erlebnis. Wer Avatar nicht IMAX schaut, Ja. nicht im Kino schaut, Ja. der muss Avatar nicht schauen, Bruder. Ja. Weil Avatar ist technologischer Fortschritt, Avatar ist Sounddesign, Avatar ist... Technologischer Fortschritt mit 3D-Brillen. Bro, das ist krass. Ja. Also weißt du so, aber ich will niemals Avatar daheim schauen. Unmöglich. Okay, und es hat doch mal geheißen, dass Dune alle 4 Jahre jetzt rauskommt oder so. Oder alle 3 Jahre. Das weiß ich nicht genau, aber Dune 1 und 2 sind ja rausgekommen mit, glaube 1,5 Jahren Okay. Unterschied. Also Part 1 und Part... Ich glaube, ich habe beide gesehen, ja. Und jetzt ist ja Part 3. Ist ja Part 2 ist Lisan al-Gaib. Auch mit dem Timmy. Ja, wahrscheinlich, ja. Mit den Kurden und so. Ja, ja, mit meinen Cousins. Ist ja auch ein brutaler Film. Ist in den 80er Jahren das erste Mal rausgekommen. Ja, und ich finde einfach geil, dass wieder so etwas Richtung Star Wars ist. Einfach mal für Alter, Dune Konkurrenz. ist zu krass. Ja, Mann. Und es gibt eine Serie, auch von Dune. Ja. Und der einzige Beitrag, den ich leisten kann in so Film und Serie ist, so, ich habe dir letztes Mal erzählt, ich habe Stranger Things fertig geschaut. Krass, interessiert mich null. Ja, also ich weiß nicht, was die anderen meinen. Schreibt eure Meinung so unter der Folge Wie hast du gefunden? oder in YouTube oder auch sonst einfach uns per DM oder so. Morgen, also es ist nicht enttäuschend, es war auch nicht wow gewesen. Es ist einfach, kennst du das, wenn du 7 Millionen Sachen denkst, so könnte es gehen, so wird es enden, so, nachher einfach etwas vom Einfachsten. Aber eben, ich habe dich das schon gefragt. Also, was wäre denn eine zufriedenstellende... Also, ich sage mal so. Stell dir vor, du duschst. Stell dir vor, du machst eine Serie und bei jeder Folge ist der Mühe kopfig und krank und geschichtlich und du hast alle 20 Minuten oder eine halbe Stunde so, shit, was passiert und so. Und dann, wenn es ums Finale geht, ist einfach alles simpel, einfach, es funktioniert. Also, sorry, ich kann mich schnell zurückspulen. Ja, Redest du jetzt von der letzten Staffel oder Ja. von jeder Folge? letzte Staffel. Also, wie viele Folgen sind es? 8. 8. Und deine Message ist, du findest 7 Folgen sind hure interessant und spannend und geil Nein, und nein, die nein, letzte nein. ist scheiße, oder was? Ich kann es ein besser sagen. Also, die ersten 3 Staffeln, Banger, Aha. krank, Bro. Okay. Mach Lust auf mehr. Aha. 4. Staffel kommt, Enttäuschung. Viert? Ja, 4. kommt geschichtlich, ich weiß nicht, was passiert, ich kann schon vergessen, einfach Enttäuschung. Also, hast du sie nicht episch gefunden? Oder? Ja, es ist einfach nicht das Gleiche wie die ersten 3 Staffeln. Die ersten 3 Staffeln machen so mit der Geschichte so und die 4. kommt und macht so. Ja. Und nachher kommt die 5. und du hast erwartet, dass sie das so macht, aber es macht so ganz entspannt. Okay. So, und ich habe das Beispiel genannt, um ein Beispiel machen. Ich glaube, das war die 4. Staffel gewesen. Oder vielleicht auch 5. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Effi verliert ihre Superkräfte. Ist ein Spoiler? Wow. Ja, Bro. Ja, Bro, Leute wollen sich noch schauen, man. Ja, Das ist einfach so ein selber schuld, Spoiler, Bruder, machen, dass ihr Alter. unsere Folge hört, bevor ihr Ja. Dings schaut, man. Ganz Weltbach Werbung. Auf jeden Fall so, oder? Mhm. Und dann, es passieren Sachen, Ja. dass sie das wieder anbringt. Sie bekommt die Kraft wieder, okay. Genau. Aber der Umstand und bis es passiert und so, es ist ein riesiger Prozess. Mhm. Es ist ein riesiger Prozess, Bro. Mhm. Wirklich, sie haben das gut, es ist ein riesiger Prozess. Mhm. Der Prozess ist fertig Mhm. und sie erlangt ihre Kraft wieder und sie macht den Test. Ja. Auch etwas, Bruder, ja, das ist tonnenschwer und das ist an den Boden angeschrieben. Du siehst so, Ja, ja. während sie den Test macht, die Schrauben so, puff, Ja, ja. gehen so mit mir raus, Bruder. Ja. Und sie macht so und sie macht ganz entspannt. Ja. Sie so, oh shit. Dann macht sie wieder so auf den Boden. Ja, Perfekt. krank. Krank. Sie macht so, sie so, okay, es läuft wieder. Mhm. 2 Folgen später, irgendein Bus kippt um. Sie muss den Bus lupfen. Bro, aus ihrer Nase, fast wie Fontäne. Blut kommt raus, sie am Zittern, Bro, sie am Kämpfen gegen den Lastwagen. Sie so, am Kämpfen, am Zittern. Der Lastwagen so mit mir angebracht. Mhm. Und vor dem Training, was haben wir das war, bevor sie in den Kampf kommt, der Typ sagt so, wir können den Kraft wiederholen.
Und wenn du es schaffst, Mhm. du kommst krank stärker. Das ist was, Staffel 3? Ich glaube 4 ist das gewesen. Okay. Also ich glaube nicht mal die aktuelle Staffel, ich glaube das war 4 gewesen. Bro, ich bin dort und ich bin so gehypt. Ich so, oh mein Gott, die ist ja stärker zurück, das wird jetzt mad. Ja. Das wird gestört, Bro. Weißt du, was für ein Fight gibt's jetzt? Ein Lastwagen, Bro, ein Bus. Ein Auto, irgendetwas kippt um. Sie kämpft mit dem, sie hat Mühe. Aber wer es Und dann- Ja, sorry. Und dann denke ich mir, wieso? Weil nach der Geschichte weißt du ja, irgendwo hat sie, also man weiß, der 5. Staffel ist die letzte. Und du weißt, dass es irgendwo ein Abschlussfight gibt. Ja. Und wenn du schon hörst, dass sie Kräfte verloren hat, sie Ja. geht einen mühsamen, kranken Prozess und kommt nach dem eigentlich stärker zurück als sie vorher, also viel stärker, Ja. dann gehst du von etwas aus, Bro, dass es ein gestörter Fight wird, mit vielleicht passiert das, vielleicht kommt noch der ins Spiel, und dann kommt der helfen, dann kommt der noch gut drin, es wird ein epischer Fight. Mhm. Du stellst dich für PC, Bro, es wird krank. Mhm. Dann gehst du schauen und es ist eine Sache von 15 Minuten vielleicht. Mhm. Also so, in dieser Welt, weißt du, Ja. so wie das abgeht. Das funktioniert alles auf Anhieb. Alles funktioniert auf Anhieb. Es funktioniert alles. Und dann hast du noch 7 Fragezeichen. In der Regel, wenn es passiert, ist doch immer das noch passiert, die ist noch gekommen, die haben noch Szene gemacht. Also es gibt so Plotholes, Was ist das? so Löcher in der Geschichte. Sachen Fragezeichen gehen nicht einfach. auf. Ja, voll. Und ich denke mir, wieso? Es ist nicht so enttäuschend. Also es ist, in erster Linie, ich würde sagen, ich tue schon ein bisschen, weißt du, so hochpushen, aber es ist nicht enttäuschend. Mhm. Wie zum Beispiel enttäuschend ist für mich Game of Thrones. Okay. Final. Das ist nicht enttäuschend. Es ist ein okay Final. Es ist ein gutes, es ist okay Final. Und zurück zu deiner Frage, was müsste passieren, dass es, wieso ich sage, wer ist krank, ist, dass es, wieso das Tempo abhaltet. Das checkst du, was ich meine? Ist doch einfach gesagt. Also, Weißt du, wenn wenn- wir jetzt in einer Theorie, wenn Ja. wir von einer Geschichtentheorie reden, oder? Ja, Dann muss ja dann der Höhepunkt von der Geschichte ja. kann nie am Schluss sein. Wieso nicht? Du kannst nicht aufhören, wenn die Stakes am höchsten sind. Aha, okay. Also du kannst nicht einfach aufhören, der Höhepunkt von der Geschichte ist wo, zum Beispiel, ich kann Stranger Things nicht, aber Ja. wenn das kleine Mädchen gegen das Monster zum Beispiel kämpft, Ja, das ist der Höhepunkt. ja. Also episches Battle, sie Ja. ist da vorne, er ist da am Monster, Eisig Eis. Eis gegen Eis, Ja. einer von ihren Kollegen stirbt, da kann die Geschichte nicht aufhören. Kann nicht? Ja. Aber, Dann hört sie einfach auf während dem Kampf, das geht ja nicht. nein, aber sie fightet und es ist ein epischer Fight zum Beispiel. Ja. Und dann? Dann gewinnt sie. Und dann ist fertig. Happy End. Ist, Das wäre für dich zufriedenstellend. So. Also es braucht ja einen Epilog. also das safe am Schluss auch noch, ja, aber Genau, das, und das darum, wieso- das ist ja meine Ja. Grundding, ist ja, es kann nicht bei einem Höhepunkt aufhören. aber nur wegen dem Epilog, dass es einen guten Epilog gibt. Nein, weil es einfach weil wir reden von der eben in dieser 3-Akt-Struktur zum Beispiel oder in Filmtheorie oder in Mhm. Geschichtentheorie Mhm. ist einfach, du hast einen Höhepunkt von einer Geschichte und du hast den Moment, wo es wieder abflacht. Mhm. Weil es muss sich wieder beruhigen. Weil eine Geschichte ist wie so Ja. halt schön, wenn sie endet auf eine Art und Weise. Oder wenn sie offen lässt Sachen. Ja. Zum Beispiel, es hat einen Film gegeben, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, der ist recht im Hype gewesen, auf Netflix, House of Dynamite. Mhm. Sag mir gerade nicht. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn du aufhörst auf einem Höhepunkt, dann ist es ja nicht befriedigend. Der Ja. Climax ist ja nicht passiert. Ja. Wahrscheinlich, ja. Also, das ist ja wie wenn du mit jemandem Sex hast und kurz vor Orgasmus sagst, eigentlich ist es gut. Ciao. Weiß nicht. Also, Also, wie meinst du? Ich weiß nicht. das ist wie wenn du, für mich ist das mehr wie wenn du Ansage nach Ansage droppst vor dem Sex. Pah, du weißt nicht und so. Wird weißt wie gestört, wie look. Ja. So, look, Mach das mit dir. ich mach das mit dir. Und kein Bruder, einfach anfangen zu lügen, so, er ist so groß und alles mögliche. Und nachher fängst du an, nachher, kein, alles andere als alles andere, was es war. Ja, aber ich meine nur, so Geschichten hören ja klassischerweise nicht auf, wenn es am krassesten ist. Sondern es braucht ja noch einen Schnuff, Bro.
Ja. Ja, der Schnuff Wo ist hört ja du hast ja Interstellar 10-mal geschaut. Ja. Wo hört Interstellar auf? Also, meinst du jetzt deep so oder meinst du Wo einfach hört er auf? den Film selber? Ja. Er hört auf, indem er aufwacht und sie herausfindet, also er wacht auf im Spital Ja. und dann kommt seine Tochter, die um einiges älter ist als er und Ja. sagt, wieso, du hast geschafft, dass wir, also du hast die Welt gerettet, weil du hast geschafft, dass wir Genau, es ist ein also, Epilog. ja, es ja, eben so, du hast unsere Welt, also du hast wie so, eben, du hast es geschafft zu retten, wir haben jetzt neue Sachen herausgefunden, dank deiner Genau, es Arbeit hört und nicht so. auf dem Höhepunkt Ja, auf. Der Höhepunkt wäre ja vorher, Ja. wo Risiko riesig Ja. ist und so. Oder? Ja. Ich wollte damit sagen, du musst ja sehen, was nachher passiert, damit sich der Kampf gelohnt hat oder was auch immer. Ja, das ist safe, aber ich habe einfach mal verstanden, Bro. Ich sage einfach nur, der Kampf zum Beispiel ist enttäuschend gewesen. Aha, okay. Also nicht, Also du meinst die Länge vom Kampf oder ist nicht episch genug gewesen, so Avengers-Style? ja, also sie haben es so aufgebaut, dass du eigentlich davon ausgehst, dass es gestört wird. Mhm. Eben, sie verliert Kräfte, macht ganz kranken Shit, um das wieder zu bekommen. Es heisst, wenn du das schaffst, dann wirst du stärker und so. Sie kommt wieder an die Kräfte an. Dann auf dem Weg zum Fight, weißt, lernen sie noch weitere Side-Charakters kennen und so, die auch können beitragen und so. Wo du denkst, Alter, das muss ja, Bruder, was passiert? Und so, du denkst, Alter, ich fühle mich so auf den Kampf und so. Es wird ganz gestört und alles für Sachen. Sie pushen dann so auf, sie pushen das auf. Nachher passiert der Kampf und 7 Millionen Theorien gibt es, weil keiner denkt an das Einfachste. Weil es wird so aufgebaut, dass alle anfangen, die wildeste Theorien machen. Ja, check ich. Und dann ist es so weit und das ist einfach das simpelste, einfachste auf der Welt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe die Serie nicht geschaut. Ich habe Bist zwei, du drei eigentlich Mal... Hater so von dem? Oder? Nein, ich habe 2-3 Mal probiert, Aha. die erste Staffel zu schauen. Also ich würde sagen, die Serie hat ja so eine 80er-Ästhetik. Ja, genau. Und wenn du jetzt so Slasher-Film schaust oder so die 80er-Horror-Film schaust, dann Ja. siehst du ganz viel Parallele in dieser Serie. Das hat mich auch nie interessiert. Okay. Und das Ding ist halt einfach, ich glaube, Leute vergessen, das sind einfach, also Leute vergessen, glaube ich, sind einfach Kinder, Bro. Das ist safe. Aber die Geschichte geschrieben haben, sind 2 Brüder, glaube ich, oder? Das weiß ich eben nicht. Aber ich wollte nur sagen, das sind Kinder, die die Geschichte erleben. Also irgendwo durch. Bruder, wenn ich als 11-jähriges Kind oder wie alt auch immer die sind, Bro, ein Monster gesehen würde. Das ist auch übertrieben. Ja. Also weißt du, so. Es gibt so urlustige Reels und so ein Monster fightet gegen 40 Soldaten, Ja. frisst die alle auf, aber bei 4 Kindern so, wo sind die? Ja, eben. Also Wo darum, sind die? Ich weiß nicht, wo sind die? aber ja, ich glaube, es gibt ganz viele Serien, wo sehr enttäuschend sind für sehr viele Communities. Ja. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Serien, die einfach hätten müssen aufhören nach 3 Staffeln zum Beispiel. Und einfach weitergemacht worden sind, weil es halt Ja. Cash generiert. Zum Beispiel einer von denen ist, wenn ich hure gefeiert habe, nachher ist irgendwann mal halt eine neue Staffel müssen warten und dann habe ich das nicht geschaut und Jahre später habe ich mit jemandem geredet und der hat gesagt, ja, ich habe es geschaut und so. Aber Bro, nachher das ist nur Scheiße geworden. Nachher, irgendwann mal später, hat er nach ein paar Jahren wieder gesagt, also Bro, jetzt hast du wieder anfangen anziehen, Welche? ist wieder geil. Walking Dead. Ja, Walking Dead ist auch so eine, Bro. Walking Hört Dead, doch auf, Bro. 15 Staffeln oder 15 so. Staffeln, Ah, 4 Alter. Spin-Offs. Ja. Also ist jetzt gut, Bruder. Die ersten 4, 5 Staffeln sind Banger gewesen. Also ich Bro. habe wirklich mal gesagt, nie nachher- geschafft, mehr als 3 Staffeln zu schauen. Bro, ich habe die ersten 4, 5, 6 Staffeln eigentlich super gefunden, weil es hat wirklich immer etwas gegeben. Aber nachher, zum Beispiel nach der 6. Staffel, also Bro, langsam, wir checken. Es hat Zombies, Ja. mit überleben. Es gibt, glaub ich, so hat 3 grusige Menschen, okay, wir checken. Es gibt, glaube ich, 3 Staffeln lang, wo du könntest komplett überspringen. Eben, ich glaube, Die mit Negan, die mit dem Typ, wo der Ja, ja, also- Baseballschläger hat, ja, aber es steht eben überall, dass nach dem Negan eigentlich könntest einfach, starten oder was? Negan ist Ja. zu krass, Ja. Negan ist zu heftig, weil es ist zum ersten Mal, dass wie so etwas passiert, was Ja. eigentlich vorher nicht kannst. Weil vorher war es immer so, gewesen, irgendwie überleben, sie irgendwie kommen sie durch und Negan ist eigentlich, oh, ich ficke den und dann wird der auch gefickt. Aber eben, es ist einfach Casting. Aber nach dem kannst du wie aufhören. Nachher sagt der Kollege, Bro, nach dem ist einfach nur darum gegangen, nach dem Negan, nachdem das fertig ist, ja. nur noch einfach immer das Gleiche. Wow, es wird schwierig zum Überleben, Sachen finden, wieder einen Ort finden, das Gleiche, Bro, weißt du? Also ich weiß nicht, eben, ich habe Walking Dead geschaut und ich habe in der ersten Staffel, also die ersten 3 Staffeln, habe ich glaube geschaut, 2-mal. Ja. Irgendwo in der ersten Staffel landet sie ja wie so einem Zentrum, wo sie eigentlich den Ursprung von der Krankheit, von dem Zombie-Virus Suchen suchen oder findet und Ja. nachher gleich nicht. Ja. Und darum, ich finde es wie so, ich finde es gibt so 3-4 Serien, die gehören für mich zu der All-Time Nummer 1 Serie, die es Ja, gibt. So. ja. Und ich würde sagen, das sind auch Serien, die eine Handvoll Staffeln haben und nachher aufhören. Also ich glaube auch, Stranger Things könnte etwas sein, wo nach 3 Staffeln hätte können aufhören, glaube also
Man muss auch sagen, aber ich glaube, sie haben ja eigentlich wäre ja wie so geplant, also ich glaube eigentlich ist geplant, dass es all Jahr oder so, all 1,5 Jahre eine neue Staffel kommt. Ja. Aber wegen Corona auch. Ja, und Streik und so. Haben sie ja. Also eben, ich glaube, weil es gibt noch andere Serien, die ganz enttäuschend sind für ganz viele Communities. Also eben Lost ist so eine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Lost ist ja damals die Serie gewesen, wo die Leute im Flugzeug auf einer Insel landen. Ich habe das mal angefangen Das zu ist schauen. auf RTL 2 und so gelaufen. Das Ding ist eben, was eben speziell war an Lost, ist, es ist damals rausgekommen, wo Streaming noch nicht gegeben hat. Ja. Das heisst, niemand hat Folge nach Folge nach Folge nach Folge können schauen. Ja. Lost hat davon gelebt, dass eine Folge rausgekommen ist. Und es hat immer auf Cliffhanger aufgehört. Mhm. Und dann haben die Leute die wildesten Theorien zusammengestellt. Und Leute haben dann nach dieser Folge immer in Internetforen diskutiert, was passiert echt nächste Woche. Also die Community hat die Serie am Leben behalten. Weil sie haben jedes Mal, nachdem eine Folge rausgekommen ist, diskutiert. Das könnte passieren, das könnte passieren. Ich glaube, das ist eine Theorie, die noch sein könnte. Ja. Verstehst du? Ja, fix. Und wenn du jetzt Lost heute schaust, hat das niemals die gleiche Qualität, weil du kannst einfach 10 Folgen am Stück schauen. 6 Staffeln am Stück. Ja, schwör. Und jetzt Big Spoiler-Warnung. Ab jetzt, weil eben Lost ist, in der ersten Staffel landet das Flugzeug und 15 Überlebende sind auf einer Insel und müssen überleben halt. Und nachher sind sie auf der Insel, nachher merken sie, da hat es Ureinwohner und da hat es eine Kultur von Menschen, die schon immer da gelebt hat und andere, die schon da abgestürzt sind. Und über 6 Staffeln hinweg wird das Mysterium aufgebaut. Nachher findet sie japanische Bunker dort. Ja, nachher nur am Schluss irgendetwas ganz Simples. Und nachher sehen sie, das ist ein Testgelände. Irgendwie, es werden Theorien aufgebaut über Theorien. Und am Schluss, was passiert? Sie werden zurückgeholt, irgendetwas findet sie. Am Schluss, der Mann, der Hauptcharakter, geht in eine Kille rein und er schaut links, rechts. Also, das hat sich Kille auf der Insel? Auf der Insel hat sich Kille. Ah. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, weil halt Menschen dort leben. Ja. Er geht in die Kille rein und er schaut links, rechts, sieht auf einmal Menschen, die in diesen 6 Staffeln gestorben sind. Und nachher er merkt, die sind alle schon lange tot. Die sind alle schon lange tot. Ich habe mir das alles geträumt. Krass, Dieb. So Serie gibt es eben auch, Bruder. Ja. Aber ja. Es ist so, wie es ist. Darum, ich glaube, es gibt ein paar Serien, wo einfach ein paar Staffeln lang sind und die perfekt wie sie sind. Und das lange auch. Und ich glaube eben auch, Stranger Things ist etwas, die haben gar nicht erwartet, dass das so ein riesen Kult wird. Ja, vor allem haben sie ja 500 Millionen letzte Staffel in den Butter. Das ist schon insane, Bro. 50 Cent hat einfach, hast du einen Post gesehen, ich liebe es, Mann. Der Tweet ist so geil. Er sagt, ich weiss, Netflix ist mad, weil sie 500 Millionen ausgeben für 5. Staffel Stranger Things, nur damit meine Doku über P. Diddy, wenn Stranger Things macht, erste ist. Ja, das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Hey, ja, Bro, jetzt haben wir zwar gar nicht mehr darüber geredet, über das, wie das Jahr angefangen hat. Ja. Das Jahr hat mit einer Tragödie angefangen. Das war Stimmt, ja, ich bin auch die ganze Zeit mit dem Kopf dort, als ich das anspreche. Das ist eine der grössten Tragödien, die die Schweiz, glaube ich, jemals erlebt hat, in der modernen Zeit. Wahrscheinlich, ja. Alles Junge, Mann. Ja, Mann, es wird ja auch in internationalen Medien sehr fest darüber berichtet, was in Gran Montana passiert ist. Es gibt sehr viele Theorien. Ich habe auf Reddit... Auch dort, Alter, was läuft? Bro, ich habe am Tag drauf auf Reddit... Siehst du noch auf dem Video? Bro, ich habe am Tag drauf auf Reddit Sachen mitbekommen. Einer sicher, die Türken. Wo die Tagesschau 3 Tage später oder 2 Tage später wieso herausgefunden / confirmed hat. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir da jetzt Nein. Berichterstattung machen. Ich glaube, in erster Linie ist einfach schrecklich, was dort passiert ist. Es ist schrecklich, was die Familien durchmachen, wo... Hey Bro, das sind alles so 15 bis 18 oder so, man. Das ist... Ich will gar nicht wissen, wie es deiner Familie geht, man. Ich wünsche denen wirklich allen... Kannst nur Kraft wünschen und hoffen, dass sie irgendwie aus dem rauskommen und weiter vorankommen im Leben. Es gibt ja Menschen, die bis heute also immer noch nicht wissen, ob jetzt ihr Kind drunter ist oder nicht. Noch lebt, drunter ist. Was genau mit dem Zustand ist vom Kind. Und weil ich glaube, wie ich es mitbekommen habe, gibt es auch ganz viele Menschen, die auf so einem Grad Verletzungen haben, dass man sie nicht mehr erkennt. Ja. Und sie versuchen jetzt, glaube ich, anhand von Erbgut von den Eltern, von Bluttests, ja, mit Zähnen und so wieder gelesen. Ja, herausfinden, ob das jetzt könnte sein, dass sie das Kind ist oder nicht.
wirklich, wirklich insane. Und ich glaube, man muss da gar nicht drüber reden, weil jeder, der sich da interessiert, kann sich informieren und eine Meinung bilden. Ich würde glaube einfach sagen, es ist glaube nicht der richtige Moment, um darüber zu diskutieren, ob dort 15-jährige Menschen dort im Ausgang sind. Es ist nicht der richtige Moment, um jetzt irgendwie... Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das ist alles, ich finde es auch geschmackslos. Wirklich. So, es sind Kinder gestorben, Bro. Also weißt was sind die jetzt am These am Aufstellen? Hätte der dürfen, hätte der... Bro, es sind Kinder gestorben. Es sind Kinder gestorben. Kinder, Bro, Kinder. Was ist also... Ja, aber es ist schon krass natürlich. Weißt, ich meine, die Betriebe, das Betreiberpaar, wo ich glaube aus Korsika ist, ist anscheinend irgendwie alle ihre Fotos und Videos auf Facebook und überall am rausnehmen. Weil ja ganz viele Leute so halt angefangen haben, Sachen ausgraben und sagen, schau, da Sicherheitskonzept und das und das. Das machen die in der Schweiz, man, Korsika da. Das Einzige, was ich interessant finde, ist natürlich, dass die Gemeinden in Gran Montana und auch in vielen anderen Orten gerade ein bisschen gefragt werden, im Stil von, ja, aber wer hat die Kontrollen gemacht? Ja, man sagt immer bei so etwas nicht, so, jemand muss eigentlich eine Schuld haben. Also weißt, ich finde halt zum Beispiel, ich glaube halt einfach, jetzt ohne da wieder geschmackslos zu sein, wie du es vorhin gesagt hast, aber ich glaube natürlich, dass es gibt ja einfach Aufgaben, es gibt ja Sicherheitskonzeptaufgaben, es gibt ja Aufgaben von diesen, eben, ich meine, muss ein Laden Feuerlöscher haben, weißt, es gibt ja einfach so Sicherheitskonzeptauflagen und es gibt ja einfach Gemeinden, sind ja wie, glaube meistens verantwortlich dafür, dass die eingehalten werden und natürlich auch die Betreiberinnen selber. Und ich glaube, es ist schon interessant, um ein bisschen beleuchten, spielt da Geld eine Rolle oder nicht. Also weißt du zum Beispiel, wenn jetzt ich in eine Gemeinde gehe und sage jetzt mal, etwas, was schon länger leer steht, miete und ich miete es für einen, ich weiß nicht, höheren Preis oder ich gebe eine Ablösesumme oder was weiß ich und dafür wird einem da das Auge zugedrückt bei der Überprüfung. Ich weiß es nicht. Ich sage einfach, oder so, Bro. Das sind so, die haben wir da hinaus, also das, was anfangen zu brennen, das sind einfach die Schaumstoffdinger. Ja, Bro, du kannst sie anhusten, die fangen an zu brennen. Ja, und Leute schreiben dir, ja, wenn du halt so günstige Alternativen halt von so gängigen Websites bestellst, die sind halt... Du findest sicher 100 pro Sachen, Bro. Also, du findest auch in anderen Clubs, ich sage pauschal, Bro, wenn du jetzt in irgendwelche Clubs reingehst, du findest irgendwo irgendetwas, was nicht stimmt. Oder wo nicht gesetzeskonform ist. Genau, und dann frage ich mich auch, ist schon krass. Ja. Vor allem, wenn du das anschaust, das ist ja so Nightclub-Fires, das hat sie anscheinend, kannst du auf Wikipedia irgendwie nachlesen, schon vor 20 Jahren in den Staaten genau so gegeben. Ja, ist einfach interessant. Aber auf jeden Fall, es ist eine Tragödie und es ist traurig und irgendwie... Sehr traurig. Ich weiß nicht, meine Freundin ist so die 2 Tage lang wie so am Tagesschau schauen gewesen, und ich habe mir so gedacht, krass, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Core-Event. Weißt du, was ich meine? Ja, Bro, die ganze Schweiz ist halt da. Genau, oder? Und das ist jetzt wie so... Viele fragen sich auch, wie sie irgendwie helfen, unterstützen. Ja, das ist jetzt etwas, wo wir uns in 20 Jahren noch daran erinnern, in 50 Jahren noch daran erinnern. Und ja, du hast es vorhin gesagt, ich glaube, was ich mitbekommen habe, da bist du ein bisschen besser informiert, Zero, ist es gibt wie sagt man dem, kritisch tiefe Reserve an gewissen Blutgruppen. Das weiß ich jetzt nicht einmal ganz genau. Also, ich bin vorher auf ichspendeblut.ch gegangen und dort steht, dass eigentlich dass es auf dem normalen Niveau sich aktuell befindet. Aber ich glaube, gewisse Blutgruppen sind wirklich... aber es steht, nach den Feiertagen ist es aber wichtig, dass wir auch in den kommenden Tagen und Wochen ausreichend Blut an Lager haben. Also, eines der Sachen, die man jetzt sicher vielleicht auch immer wieder gelesen hat, ist, dass eben, wie du gesagt hast, Blut das Thema ist. Könnt doch es steht bei ichspendeblut.ch, glaube ich. Schnell mal kurz schauen, bevor aber es gibt ja gängige Blutspenden. Ich spende Blut, sorry, genau. Und die schreiben auch, schaut regional bei euch, wegen Blutspenden, fragt die an. Und die könnt euch dann sagen, wie das aussieht und ob das ein Thema ist und wie ihr könnt unterstützen und ob ihr könnt unterstützen mit eurem Blut. Genau, also ich glaube, Blutspende ist eine Möglichkeit zum Helfen. Was auch eine Möglichkeit zum Helfen ist, ich sehe ganz viel auf Social Media und auf irgendwelchen Gruppen, dass Familien Schlafplätze suchen in
Orte, wo Nähe von Spital sind. Ich glaube, Bern ist das Thema, ich glaube, Zürich ist das Thema. Ja. Ich glaube, Ja, voll. in anderen Orten, wo die Menschen untergebracht worden sind. Ich weiß nicht, falls ihr das Zimmer habt, wo ihr könnt irgendwie unterstützen, wenn ihr irgendwie Zugang habt zu leerstehenden Wohnungen. Ich weiß doch auch nicht. Das wäre jetzt ein schöner Moment, wo die Schweiz könnte, zusammenhalten. Ja, man. Ja, und ich glaube, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Verabschieden, ja, genau. Danke vielmals. Ja, danke vielmals für, dass ihr uns zugelassen habt. Danke vielmals auch für das letzte Jahr. Und ohne groß lang weiterreden. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir hoffen, die haben trotzdem einigermaßen einen guten Start gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Willst du noch etwas sagen, Bro? Nein, ich glaube, du hast gesagt, einfach danke für die letzten Jahre. Danke, falls jetzt, ob du jetzt neu zu Hause bist oder ob du schon lange dabei bist. Es ist schön, dass wir den Weg mit euch gehen können. Danke. Ja, man, danke vielmals. Das ist kurz und